als weil ich keinen Tag weg bin, kommt der Timmy Boy immer zu früh, wie er es immer tut. Grüß von dir daheim, grüß von mir daheim. So, jetzt muss ich erst mal schauen. Wo ist denn eigentlich die Tröte, oder? So, die hat sich keinen Zentimeter nicht gerührt. So, selber hören tue ich mich auch. Das heißt, was Gutes heißt das! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Falsch rum, hoppala. Halle! Nein! Mr. Shadow! Was ist denn da los? Hä? Du bist doch schon einige Mitgliedschaften vorher. Jetzt lass mich wenigstens mal Hallo sagen! So, wenn das Lied geil ist, dann muss ich erstmal Habe die Ehre sagen, aber sonst habe ich sicher nur Popo-Männerin. So, Habe! So, Feierabend, stell dir auf, schwitzt du, sagst, gibt's das? Nach der Sommerpause habe ich noch nie so geschwitzt, mehr geschwitzt wie vor der Sommerpause. So wie, oh Gott im Himmel. Halt so ein Maul, wie war denn das? Ja, Alter, was? Alles klar, warte mal, ich versuche zu scrollen. Ach, halt doch dein Maul, Alter. Alles, ich gebe mir Mühe. Hey, hallo, hab ich gesagt, servus, bin wieder da, Sommerpause beendet, Season 8, Bitches. Alter, Friends, merci, Timmy Boy, merci, Shadow, welcome to the squad, Sprengi, merci für den Resub, Samcrobive, merci für den Resub, Ika, welcome to the squad, aber den Chat habe ich dir Ika und Shadow, Geisi, 25 goldener Rahmen zu viel, du weißt es, manche Dinge ändern sich nie, ich werde es nur tausendmal sagen, ist mir scheißegal. Servus Bier, gut, dass du wieder da bist, wieder Tristan aus Triftein hat dich schon vermisst, ja, wie geht's eigentlich, du weißt es nicht, wer war das mit der Tabakpflanzen, habe ich schon wieder vergessen, keine Ahnung. Ich bin ja 5 Sekunden da, weiß jetzt schon wieder nichts mehr. Sam Crow, Mike, Kuss auf die Nuss für 63 Monate. Two-Face, mir ist wieder ein Resub. Wer ist da wo? Schnucci, mir ist wieder, Alter, das da. Leg mich am Arsch. Hey, falls irgendwelche neue Leute dabei sind, die aus irgendwelchen Gründen im August gedacht haben, so, hey, wer ist das? Da schauen wir ein bisschen so, oh, geil, der macht den Stream, ich bin das erste Mal dabei. Das ist nach der Sommerpause immer ein bisschen. Das ist nach der Sommerpause immer ein bisschen, weißt du schon. Dono-Sound wo? Was, der Dono-Sound geht nicht? Oder? Oh shit, pass auf. Hab ich den nicht. Hab ich den deaktiviert? Ich weiß es nicht. Sagt's mir so, ob er jetzt da ist. Bitte in den Chat hinein spammen, ist da oder nicht da. Es schlagt auf alle Fälle. Ich hab keine Ahnung. Ich sag, dass es ist. Ja, ihr wundert sich irgendjemand, der sagt, der Sommerpause nichts geht. So, wer ist dran? Der Meister. Wo haben wir ihn überhaupt? Ich muss wieder ganz nach unten scrollen, Alter, ich sehe überhaupt nicht. Alles doch ein Maul, Alter, ich flippe aus. Marvel Maniac, merci dir. Mada, Sepp, merci für deinen Resub. Bastikö, merci für deinen Resub. Mark, merci für deinen Resub. Meister, welcome to the squad. Schrö, merci für deine 43 Monate. Season 8! Nix Sound, ja, Gott sei Dank geht er nicht. Ja, ist da, nix. Ja, der Sound muss sein, Alter. Ich wollte eigentlich vorher noch fertig schmerzen. An alle, die vielleicht das erste Mal da sind, weiß ich nicht. Weiß nicht, Diggi. Könnte möglich sein, dass es nach der Sommerpause immer. Ich kann auch sagen, was ich will. Ich sag das, was ist. Wenn ich jetzt 15 Mal sage, halt ein Fotzen, die hört es so nicht auf. Deswegen sage ich einfach gar nichts und bedanke mich ganz höflich bei jedem. Zitronenbaum, merci dir, Stürmlakai, merci dir, Firefighter, merci dir und gute Besserung. Ich glaube, du bist derjenige mit dem 1/5 Leichenzug am Fuß. Es dauert aber jetzt schon mittlerweile lang. Leck mir am Arsch, wie hast denn du den Fuß zerdeppert? Wenn du der bist. So, bei wem sind wir? Franz. Cinnamon, merci für deinen 10 Monate. Franz, merci für deinen 27 Monate. Bernhard, merci für deine 11 Monate. Alter, der Scrollbalken war schon lange nicht mehr so klar. Ja, das dauert jetzt eine Zeit. Der müssen wir durch. Ja, das passiert die Besten, keine Ahnung, da müssen wir durch. Ich dachte so gerne erzählen, hey, was hab ich so in der Sommerpause da? Was habt ihr so in der Sommerpause da? Aber es juckt einfach, was weiß ich, wie für 1000 Leute der Finger so mit, wow, geil, jetzt kann ich resubben wie ein Behinderter und alle gleichzeitig. Und das Schöne ist nämlich, dann genau heute in einem Monat kennen wieder alle gleichzeitig und ja, bis sich das auseinanderklappt, dabei ist Weihnachten. So, der Schmiedmax ist jetzt drin. Jetzt muss ich wieder umeinander scrollen. Andi Wand, Baumig, Bernhard, merci, Schmiedmax, merci. Chris vom Schmiedmax, mittlerweile Single like a Pringle. Ja, du musst immer bedenken, jedes Geschlecht, auch deine Ex-Alte, kann eine Pringle-Dosen fegeln. Ist die Frage, wie krass das bist.
endlich wieder reingepimmelt. Let's go! Andal, merci dir. Kuss auf die Nuss. Gauli, merci dir. Frau Schröer, merci dir. Halb dritt, willkommen zurück. Heute Jahrestag, aber Birger geht vor. Obi, sagst du mal, was für Jahrestag für deine Alten? Das ist einmal total wurscht. Hintergeworfen ins Eck. Wenn die Alte nicht zuschaut, dann nicht. Ansonsten Birger und Chill. Ja? Das war zensiert bei Donation. Beziehungsweise bei Resub. Wie viele Resubs sind das? Habt ihr einen kompletten, ihr habt den Verstand verloren. Das kann ich anders so nicht betiteln. So, Maxi. Bierman, merci dir. Der Bier, kurze Info, am 8.10. kommt Silent Hill. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Remake spielen will. Ich sag das, wie es ist. Das ist nämlich eher ein Remaster anstatt der Remake, wie es Resident Evil genossen hat. Das neue, also ganz neue Silent Hill möglicherweise ja, aber das Remake, ganz ehrlich, glaube ich, ist nicht mehr für 2024 gut. Weiß ich nicht. Biermann, merci, Maxi, merci, Padre, merci, Benzian, merci, Animal Sod. Endlich geht es wieder los. Wir meinen schönen Gruß aus Hessen an alle Animals. Ich bin immer noch nicht fest davon überzeugt, dass du wirklich hundertprozentig alles verstehst, was ich mit der Oberprofi, aber das wird schon passen. Wenn ja jeder seinen Spaß hat, dann wird es schon passen. Wieso kann ich beim Mauling da, weil ich gerade so nach links in den Chat einschaue, der bloß noch gelb, grün und blau ist, haben wir eigentlich noch Leute, die einfach in den Chat reinschreiben, haben sicher nicht auch noch da. Chris wird zumindest einmal 5 Leute im Chat, damit es nicht heißt, der sagt ja bloß nur, was wenn man Geld reinwirft. Tobi habe Dere, aufs Maulwurf. Also habe ich so auch noch nicht gelesen. An den Nick, an den Bernie Crusade, an Cashmill und Herrn Koller habe die Ehre. So, wer ist dran? Die Freier ist dran. Kuss auf die Nuss, danke für den Resub. Jones, merci wieder in Euro. Servus, jetzt wirst du wieder mit Schminken zurückgeschissen. Grüß von der alten Towerpflanze. Da ist der Jones! Die gute Towerfrau, lebt die Nuss, glaube ich nicht. Foto in den Discord, glaube ich dir nicht. Was haben wir da? Breitis, merci dir, habe die Ehre, grüße das Österreich! Wo waren die ganzen Österreicher? Wo? Haben wir Österreich gefahren halt in die Emojis drin? Nicht, gell? Wieder nicht nachdenkt. Schmerzt aber für die Lieblingsnachbarn und dann tut er nicht mehr vorne sowas. Schlimmstein, merci dir! Wer war da jetzt dran? Wer ist denn gerade dran? Der Timmy Boy hat wahrscheinlich wieder die verdammten Donations aufgehakt. Ja, endlich wieder Bier, gern! Ich habe in der Pause alle alten Streams angeschaut, die vor 10 Jahren oder so sind. Old but gold. War lecker, Alter. Ich habe ein paar Kommentare, glaube ich, gelesen. Da vorne! Julella! Da steht er da, haben schon da, haben die Österreicher. Schau hier! Geh bitte! Geh bitte! Haben wir Bayern vorne auch? Da habe ich nicht wenigstens drin. Ja, Deutschland fahren tue ich nicht rein, weil sonst kommt der Verfassungsschutz und stuft mir als gesichert rechtsextrem ein, das ist nix. Herr Feierstein, merci dir, Timmy Boy, merci dir, Stoshi, merci dir, Bahako, merci dir, Zirngibi, du bist gerade dran, ich hab keine Ahnung, Alter, den sind da kaputte Knierscheiben. Ich hätte keinen nicht mehr kaputte Knierscheiben. Oh, Schnutschi, oh, waren die Schweizer? Ja, da ist Cyberfox, Schweizer, Schnutschi, Schweizer. Haben wir jemanden auch, was ist denn das da? Ist das Thailand? Ich kann es, ist so winzig. Ich bin schlecht in Fahnen. Ich hätte öfter Sheldons Fahnensession anschauen müssen. Ich käme nicht mehr aus. Ich finde es gut, dass der Donnersound deaktiviert ist. Not gonna lie. Tja, Pech. Ist der jetzt eigentlich da oder nicht? Ich darf nicht so viel schreien, weil sonst kann ich um 9 schon wieder nicht mehr schmerzen. Und wenig kann man mir. Jetzt, Alter. Das ist die unendliche Geschichte, Alter. Wir haben noch nicht mehr bei der Hälfte. Nein, wir haben noch nicht mehr beim Viertel. Ich sag das, es geht bis um 9 ist oder hin. Hälfte, dann müssen wir durch. Hälfte, da müssen wir durch, da müsst halt was anderes so schauen. Ha? Zirngibi, merci, wieder der Sebian. Schauen wir mal, wie wir bis zum Sehen. Mr. LFD, merci, Alex, merci, Timmy Boy, merci, Meinmaiker, merci, Markus, merci, Sebian, merci, Florian, Herr Bauer, merci, Bam, Schnapszahl, 33 Monate, ich mach's nicht umrechnen, aber ist echt lang. Oh, leck mir am Arsch, Alter. Ich kann den normalen Chat nicht mehr lesen, weil alles vorher ein kleiner Kastel ist. Also, vorher ein kleiner Kastel und vorher ist reinfahren. Das ist eigentlich nur irgendeine Bahn. Da haben wir weiß-blaue Herzl. Das hört sich doch gut an. Aber was ist das da? Klamizi, was ist das? Ist das Bulgarien? Ist das Bulgarien? Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus. In GeoGuessr haben wir gesehen, wie ich versagt habe. Versagt habe ich und euch des Cheatens habe ich euch beschimpft und unterstellt. Da ist sie da, da will man mal was Normales aus dem Chat lesen, solange ich kann. Was? Sternchen? Der Opa, der Donnersound fehlt. Was? Der ist doch da! Ist er nicht da? Weiß ich nicht. Lass mich schauen. Erweiterte Audioeigenschaften, nur Monitoring, keine Ausgabe. Warte mal. Monitoring und Ausgaben an. Das machen wir so. Schauen wir mal. Das haben wir damals, ist auch nicht gegangen, haben wir das umgestellt und ist auf einmal gegangen. Wie ist jetzt? Ist er jetzt da? Leimerwinkel, Tirol. Servus beieinander, auf eine geile Season. Ist da, Alter, wo ist die Fahne? Ich finde die nicht. Ja, weiß ich nicht. Wer ist denn das wieder?
Wer ist überhaupt dran? Eskalieren mag gleich einmal zum Wer auch sonst. Witz. Was hat mehr Ledger wie ein Schweizer Cast? Ein Nordkoreaner mit einer eigenen Meinung. Da kannst du mittlerweile ja Chinesen oder Engländer ja, Engländer noch nicht ganz, aber bald. Ja, Austrian! Zu dir sage ich nichts. Also zu dir sage ich schon was, aber nicht zu dem Thema, du weißt das. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich werde nie wissen, was ich sagen soll. Season 8 nicht. Danke dir, Kuss auf die Nuss und den ganzen Rest natürlich auch. Benze, Andal, der Jackson und der Opa und der Landgraf und der Turnuber und Leichtrauschkugel und der was weiß ich was ist. Fahrmal! Fahrmal, da war ich gehört. Welcome to the Squad. Was, Sound doppelt? Oh Gott, jetzt habe ich wieder alles kaputt gemacht. Gott sei fix, was haben wir jetzt da? Erweitere Augenschaften, nur Monitoring. Ich mache mal nur Monitoring. Schauen wir, was passiert. Ich müsste Austrio. Ton ist doppelt und Ton ist schon wieder kaputt. Überhaupt nicht. Wen wundert es, Alter? Wer ist jetzt schon wieder dran? Der Chewy. Wo ist denn der Chewy in der Liste? Da ist er. Die Tami, danke für den Resub. Bye, welcome to the Squad, Chewy. Schon ein halbes Jahr, wie doch die Zeit vergeht. Was war denn vor einem halben Jahr? Und dann war so Februar. Was haben wir im Februar da? Oh ja, der Supermarket Simulator. Oh. Prepare for Mika, Kinder. Prepare for Mika. Ich hab hinterfahren keine Ahnung, aber gibt's ja gar keine Babytröte. Was? Löwensepp. Herr Grotzer, merci für den 5. Löwensepp, merci dir. Merci dir. Franzl Weißbier. Ja, was jetzt? Franzl Weißbier oder Hackelberger? Oder ist es Franzl Weißbier vom Hackelberger? Das weiß ich nicht. Austrian, nochmal merci dir für den Resub. Ihr seid ja alle wahnsinnig. Ja, genau, sagst du. Herzlichen Glückwunsch. Du Kasperl. Das ist halt so, weißt du, was das Utopischste ist? Das, was da jetzt gerade kommt, sind Resubs von vor 8 Minuten. Sehr geil, halt einfach da daneben stehen. Können wir, Alter. Was? Dono funktioniert die ganze Zeit. Na, der Sound! Habt ihr einen Sound jetzt oder nicht? Oder, ich weiß nicht, bei Parksee, Entschuldigung, ich war die letzten 4 Wochen nicht da, gibt's was Neues? Ja! Wukong soll nicht schlecht sein. Da bin ich ein paar Mal darauf hingewiesen worden im Video von gestern, was wir so spenden die nächsten Wochen, dass das nicht in der Liste drin ist. Hat einen Grund, weil es in 2 Wochen wieder keine Sau interessiert. Sagen wir es, wie es ist. Das ist ja immer das Gleiche. Das ist leider Gottes mitten Biergert's laut, Donuts leise. Das stimmt nicht! Bei wem muss ich nicht, wer ist jetzt dran? Glamizi. Okay, ich probier's, pass auf. Herr Bauer, merci, Pauxi, merci. Bobby, merci, Staudi, merci. Glamizi, merci. Der Luki ist jetzt dran, merci. So, jetzt haben wir mal da oben gefahren. Und da war da kämen so utopische. Ich weiß nicht, ich kann einfach drüber schmeißen und nachher die Listen einfach vorlesen innerhalb von 1 Minute. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich sag, das ist jetzt jedes Mal das. Ich kann da mal einfach aussehen, für eine Stunde. Können wir wieder, vielleicht haben wir dann bei Donations von den letzten 5 Minuten. Oder wird die Liste eigentlich immer länger anstatt kürzer? Oder was ist denn da eigentlich? Oh, leck, Alter, ich bin da aufgescrollt, ich hab so einen kompletten Vorschlag. Manu! Woher ist denn jetzt dran? Da, ich käme nicht mehr aus. Luki, merci. Koni, merci. Opa, merci. Manu, merci. Manu, merci für deinen Zehner. Florian Lindner, merci dir. Let's go. Habetritt, merci dir. Jetzt kommt der Franzen. Merci für deine 34 Uhr. So, jetzt bin ich auch wieder da. Franzen, merci für deinen Zwickel von vorher. Kann nicht schon Oktober sein. Seitengeist, was wir mir jetzt erst einmal deren im September, der September schaut doch gut aus. Ich kann mir vorstellen, dass die Supermarktgeschichte mit Multiplayer, mit euch Vollidioten eigentlich der beste Shit des Jahres wird wahrscheinlich. So unerwarteterweise. Ich weiß nicht. Ich hab Bock auf alle Fälle. Auf God of War freue ich mich. Das kann stark werden. Das schaut richtig gut aus. Besser investiert wie in so manchen anderen Packs. Herr Gauli, merci dir. Ich versuche deinem Season 8 Pass gerecht zu werden. Kuss auf die Nuss. Firestarter, merci dir. Kerstin, merci dir. Philipp der Vlogger 2, merci dir. Habe dritte Übens der Vlogger, geldgeiler Wichser. Der Corgi-Derp. Wo kommt der her? Wo ist denn ein Corgi-Derp her? Wo gibt's denn Corgi-Derp? Was ist das für ein Emoji? Wo ist das wieder hergereiht? Das ist nicht von mir. Das ist nicht von mir! Weiß ich nicht, wie du das wieder gemacht hast. Seit wann kommen andere Emojis da hernehmen als. Hä? Das verstehe ich nicht. Wer ist denn das? Das Quacksalberchen. Er ist wieder da. Welcome back, Chef. Quacksalberchen. Merci, dass du noch da bist. Und dann den ganzen Rest natürlich auch.
Ich freue mich auf den Landi. Das habe ich mir schon gedacht, dass da einige wahrscheinlich auch dabei sein werden. Ich habe gesagt, wenn der neue Landi kommt, wird der neue Landi gespielt. Was da aber die Besonderheit diesmal wird, erst spielen wir natürlich normal. Was? Was für Wolke? Fridolin! Grüß dich, Chef, Nachschau-Squad, jetzt will ich. Das ist aber ein seltener Gast, der Fridolin. Ein oft gesehener Gast in die Kommentare nach dem Stream. Kuss auf die Nuss, merci dir. Hashtag Nudelwolke. Breite ist merci, Basti merci, Quacksalberchen merci. Was? Endlich wieder Birger hier in der Pause, alle alten Streams, die von verziehen. Das habe ich doch ja gerade vorgelesen! Ah, der Ton. Da herin ist so heiß. Was, ich mach die Sommerpause, damit ich mit der Dreck sitzen, nicht da einer sitzen muss! Was ist diese? 30 Grad hat's draußen. Kann er mir eine Ruhe geben, die Scheiße. Köstlicher Polen, Dr. Pepper. Ohne Pfand. Nice! Und die Nachbarn oder der Müllmann hört sich wahrscheinlich denken, Alter, die Mülltonne ist eine verdammte Goldgrube, ramm's aus, bring's zurück. Wieso nimmt der Pfandautomat die ganzen Dr. Peppers nicht auf für eine Quintrilliarde? Ich kaufe die nämlich auch mit Palettenweiß. Weil das Polen sind! Du Trottel! dass wieder du bist. Sound wer war das? Breitis merci, Timmy Boy merci, Schmitti merci, Elias merci, Captain merci, Fluffy Cat merci, Fanin. Und ich werde mich bei jedem bedanken, ist mir scheißegal. Eva Maria, merci dir. Birger braucht Urlaub für Urlaub. Ja, eigentlich oft einmal schon. Aber die letzten 2 Wochen habe ich wirklich nicht viel da. So, ja, gleich schon bis jetzt. Da reden wir gleich drüber. Wenn das jetzt mal irgendwann damit gut ist. Herr Mauling, merci. Ich habe es lange nicht mehr gesehen, mit der Hocken sehr eingespannt. Das ist nicht. Ja, ich war auch nicht da. So 4 Wochen lang. Hast nichts was an, Herr Mauling. Kuss auf die Nuss. Nickel, leider, merci für den Zügel. Herzlich willkommen zurück. Endlich mit der Birger. Danke dir. Der Janik, merci dir. Liesl, Birger, geile Sau. Endlich bist du wieder da. Geil. Wenn eine Frau zu dir sagt, du geile Sau, Alter, dann hast du es erreicht im Leben. Bin raus. Tschüss dann. Okay, bye. Ja, das bin ich mit dem 1/5 Leichensack, habe mir den Schienbeinkopf gebrochen, Kopffraktur. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist sehr unangenehm, oder? Und durfte jetzt 8 Wochen nicht belasten und darf jetzt mit 20 Kilogramm. Na lecker, Alter, das ist, wow, wenn ich mir vorstelle, wenn dein Schienbein bricht, Alter. Jeder kennt das früher, wer noch Radl gefahren ist. Und mit den geilen Leuten, nicht mit den Plastikpedale, sondern mit den geilen Metallzacken-Dinger und du bist da so, du weißt genau, was ich meine. Ich kann es gar nicht beschreiben, weil alle 2 Sekunden irgendein Donation kommt, aber jeder weiß, was ich meine. Und das hat schon so dermaßen weh, dass alles zu spät ist. Jetzt stell dir vor, du brichst dir dein verficktes Schienbein, ich mag es überhaupt nicht wissen, Alter. Ich wünsche Ihnen nach wie vor eine gute Besserung, aber das hört sich ja eh schon mal gut an. Da war ein 5. Leichensack, wird schon regeln. Da bin ich jetzt dran. Stippo, merci wieder ein 10er. Servus, freut, dass du wieder da bist. Danke, dass ihr immer noch da seid. Das werde ich heute auch noch oft sagen. Schakalaka, merci. Chris, merci für den Zügel 50. Tanja! Du, der möchte, was ist das wieder? Goldener Raum, habe ich genau gesehen. Jetzt Moment, also mal, der Chris möchte den Tanja einwürsteln. Das ist einmal das Erste. Birger und Chill. Hock! Eddie Gordo, merci wieder ein 30er, das ist zu viel. Chris aus Kreta. Kreata oder Kreta? Da waren wir mir auch bis vor 2 Wochen. Ich trauere dem Ganzen. Ja, da reden wir gleich drüber. So ganz noch dran tue ich nicht. War ein bisschen zu lang. So, ich frage mich, was ist. Foxy, grüß deine Frau von mir. Kuss auf die Nuss. LP Dragon, merci dir. Maki, merci dir. Jetzt hat das Leben wieder einen Sinn. Also, wenn es so weit fällt, dass das der einzige Sinn in dem Haus ich bin, dann stimmt was nicht. Sag mal, warum bin ich eigentlich so dermaßen hell? Ich habe neue Deckenlampen, also nicht neue Lampen direkt, aber neue Lampen drin, die viel heller sind. Ich habe extra ausgeschaltet. Ich habe einfach nur den Strahler und den Strahler. Ich schau aus. Jetzt da die von, weiß ich nicht, vom Alien abgeholt werden gleich. Fliegst davon. Wer ist dran? Der Fabi! Jones, merci wieder 1 Euro. Lucky, merci wieder eine 53 Monate. Und dann den Fabi, der kriegt einmal zwischendrin eine Trute. Pass auf. So. Fabi, merci dir. Nochmal der Jones. Jetzt ist er Cannabispflanzen da. Ja, ich habe auch 3. Die haben in 2 Wochen erntereif. Freunde der Sonne. Dann wird einige gequatscht, dass du sagst, gibt es wahrscheinlich nicht. Ich sag's freiwillig, wie es ist. Sicherlich werde ich so einmal probieren, aber ich weiß, dass es mir nicht taugt und dann saufe ich wieder eine halbe. Ich habe im Urlaub so viel gesuffen. Können wir auch noch dazu, wenn das jemals da ein Ende nimmt, einer. Timmy, mach jetzt auf mit deiner Scheiße, was du mir jeden nur auf den Sack gehst! Jetzt drück dir mein Shift, Alter! Oh.
Du hast kein ausgestiegen. Nobel ist abgerutscht. Timmy Boy, merci dir. Schluss jetzt mit der Scheiße. Kruzifix und sperr das Wort Leerzeichen. Der Nubius, merci dir. Dani, merci dir. So, jetzt pass auf. Saubere Kellerbräune oder Birger in Kalkeisen Edition. Ich schau so kasig aus. Dabei bin ich bräuner als wir schon lange nicht mehr. So, ich ganz ehrlich. Sagt man leider nicht. Poste! Und dann im Mauling auch gleich neu. Passt im Mauling auch wieder. Da steht auch X322 schreibt, wo immer Fragezeichen. Si, Senor. Das kommt heute in einer Woche, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es gibt eine 130-Euro-Version von Space Marine 2. Die man, falls du überhaupt das Spiel meinst und nicht das Warhammer da hinten, dass man es am Freitag schon spielen kann, aber satz mir nicht besser, ich zahle nicht für quasi Singleplayer-Game 130 Euro, dass wir es am Freitag schon spielen können. Das tun wir nicht. Wer war das? Und Mittwoch machen wieder Ansinn. Ziehen wir mir jetzt wieder einen Euro und der Stefan natürlich auch. Kuss auf die Nuss, Eppenbauer. Ja, zu dir sage ich auch schon nichts mehr. Stefan, Kuss auf die Nuss. Geiler Wichser, Hashtag Strapsraute Season 8. Geiler Wichser, Strapse Season 8. Nice. Herr Eppenbauer, as always, es ist zu viel. Aber wem erzähle ich das? Lecken Sie mich doch am Arsch. Dankeschön. Kuss auf die Nuss. So, übrigens ist die Liste mittlerweile wieder immer noch so lang, dass der Herr Eppenbauer vor 9 Minuten die Donation reingeschissen hat. Dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie lange der Bums jetzt da noch dauert. Freier schreibt, knicke der Hund. Ja, weil ich auch nicht weiß, wie gut das Spiel wird. Und dann kriegen die nicht von mir 130 Euro oder 102 oder was weiß ich. Der Römerberger schreibt, Donostream oder was? Ich bin raus. Ach, Herr Römerberger, du bist noch nicht so lange dabei, glaube ich. Ah, du hast keine Ahnung. Der Römerberger ist ahnungsloser. Sagt es ihm im Chat. Sagt es ihm. Ist er nicht so lange dabei. Hat er keine Ahnung. Da hat aber 1488 gehen. Oh, wenn da schon 1488 steht, dann habe ich kurz überlegen müssen. Du hast es eigentlich eh schon genau benannt. Ah, nein! Ich weiß auch nicht, warte, ich scroll einmal. Ja, okay, die Listen ist gar nicht so unendlich lang, wie es ausschaut. Vielleicht haben wir es bald. Smiley mit herausgestreckter Zunge, angespannter Bizeps, mittelhelle Hautfarbe. Angespannter Bizeps, mittelhelle Hautfarbe. Das ist fast wie meiner, bloß dass da kein Bizeps ist, aber egal. Wir haben jetzt für den Resub, Simon, wir jetzt für den Resub, Andal, es ist 2 und du weißt es. Kuss auf die Nuss, Herr Reimann, mir jetzt für den Resub, Habanero, mir jetzt für den Resub, Kuss auf die Nuss. So, wo haben wir jetzt? Beim Luxen, nein, beim Frankie, wo ist denn der Frankie wieder? Ich flippe aus. Dankeschön für deinen Fünfer. Die Donuts sind erst der Anfang. Ja, das ist dann, wenn es dann wieder, ja. Der Kasper, der hat mich, glaube ich, irgendjemand auch schon in die Kommentare gefragt, ob es mit dem Podcast ausschaut. Nö, da ist nichts geplant. Auf Podcast habe ich so krass überhaupt gar keinen Bock, dass da auch nichts geplant ist und nichts in Aussicht ist. Und da, ich denke mal, nicht so schnell nochmal irgendwas kommt. Wer war jetzt wieder dran? Ich kenne mich nicht aus. Der Luxen. Jetzt ist der Luxen dran. Benzel, merci wieder in 25. Ja, ich weiß, aber ich spende eh nichts, also kauft da was davor, ein Bier oder so. Du, für 5, weiß ich nicht, wo ein Bier 25 Euro kostet. Ja, wobei, da wo wir im Urlaub waren in der Stadt, da kann ich irgendwo eine Flasche Bier finden, das 25 Euro kostet. Wenn ich mir gebe. Tommy, merci wieder ein Resub. Philipp, merci wieder ein Resub. Luxen, merci wieder ein Resub. Benz, merci dir, das ist zu viel. Der Bürgerteam. Ja, freilich, weil das passiert eh nicht so oft. Der war's noch nicht. Das ist immer wichtig, Wichser dann immer in Caps Lock schreiben. Das ist das Allerwichtigste. Ja, Betonung im Real Life, geldgeiler Wichser. Also, Wichser hinten an mit Caps, das ist schon wieder jemand. Herr Ebner, endlich wieder Bürger mit Geld zu schreiben. Ja, Gott sei Dank. Endlich wieder Bürger mit Geld zu scheißen. Hashtag geldgeiler Wichser. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Feels good to be back. Schön, dass ihr noch da seid. Das ist immer das Allerwichtigste. Kuss auf die Nuss. Ich hoffe, Sie haben genauso viel Bock wie ich. Die 4 Wochen, die wären schon immer gut. Mal so einfach weg da. Es schaut überhaupt nicht. Und so kurze Pausen sollte man eigentlich einmal für öfter mal
Was wir in der nächsten, bis Weihnachten ist ja nicht tragisch, da bin ich dann auch mal 2 Wochen nicht da. Aber ab Weihnachten bis in August ist halbe zack. Sag ich, wie es ist. Sag ich, wie es ist. Ich glaube, das sage ich dann ab Juni. Fange ich über zum, ja, jetzt mal eine Woche oder 2 nichts, da war schon mal nicht schlecht und so, aber weißt du was ist. Wer war denn jetzt überhaupt roh? Keine Ahnung. Wer, was? ASSD wieder du bist. Endlich wieder Mondox Teleport im Raumschiff Gustel. Leider haben wir es jetzt dann mit den goldenen Rahmen. Wer zur Hölle ist überhaupt roh? Leute, danke schön. Dankeschön. Ich versuch's. Timmy Bürger, merci, das ist zu viel. Hey Ebner, das ist zu viel. Dankeschön. Biermann, merci wieder für den Spendenaufruf für eine Klimaanlage. Die niemals vorher schmelzen darin ist mir wurscht. Gesichtsgrätschen, merci. Die Urlaubskonto und Konto ist immer noch nicht mehr vom zu viel Konzerte und wegen der Sommerpause zu viel Nippelklötze. Danke für nix, geleck, schön, dass du wieder da bist. Dere. Gesichtsgrätschen, merci. Das Cinnamon, merci für den 5er. Franzen, der 50er ist 2. Schluss jetzt mit den Riesenbeträgen, weil sonst raus die aus. Franzen, merci dir. Cinnamon, merci dir. Julia, merci für den Euro. Servus Urlauber, wir haben Sie vermisst. Schön, dass du wieder da bist. Bussi aufs Bauidees. Nimm mich mit Handkuss. Kuss auf die Nuss zurück. Basti aus Minga, merci dir. Im Chat und meistens Nachschauskrit, aber gönn dir. Bester Mann. Alles klar. Hey, ich schau einfach nur zur Galicia, aber wenn alle da nimm. Ist egal. Da. Haben wir so ein Schickel, ich verdiene 8.000 Euro im Monat. Los geht's. Da nimm einen 50, interessiert mich nicht. Kuss auf die Nuss! Aber wie viel haben wir jetzt noch? Okay, ich kann zumindest schon einmal, wenn ich einmal das Mausradl drehe, bin ich ganz um. Das ist schon mehr absehen. Dann können wir zum Schmerzen erfahren. Ist das akzeptabel? Wer ist jetzt wieder dran? Ich weiß nicht. Passt die Kuss auf die Nuss. Kein Fatso. Mehr ist für den Resub. Ist der Ginkifax dran? Ich weiß nicht. Oder der Timmy Boy. Bei dem gingen Donations sowieso nicht mehr. Da ist der Ginkifax. Kein Fatso, mehr ist für den Resub. Ginkifax, bist uns abgegangen, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, es beruht auf Gegenseitigkeit. Das kann man so und so verstehen. Timmy Boy, dann erfinde ich was Neues. Das ist okay. Erfindest was Neues. Herrlich, dass du wieder da bist. War das lang. Herr Triplex, Axel Lander. Das ist ein guter. Anderer Philipp, merci. Geht's jetzt los? Ja, weiß ich nicht. Smiley mit Freudentränen. Nein! Die Liste ist immer noch vorhanden. Das ist ein guter. Es ist so krass einfach. Es ist jetzt, es hört nicht auf. Das ist jetzt das 8. verfickte Jahr, Alter. Gut, sagen wir 6. So ein bisschen so 5,5, ich weiß auch nicht genau. Ich weiß auch nicht, ich sage immer nach der Sommerpause ist eine neue Season, das stimmt überhaupt nicht. Eigentlich ist im Dezember eine neue Season, wenn der Jahresmerch gekommen ist. Aber es ist ja wurscht. So, Staudi, merci dir. Kuss. Domi, Kuss. Philipp, Kuss. Welcome back in du musst uns schon gefehlt. Ah, das geht aber wieder. Ja? Freue ich mich. Domi! Kuss auf die Nuss. Du bist zwar nicht der Domi, aber ich sag trotzdem einfach Just Mercy. Herr Gottlieb. Servus, mein allerliebster Birgster. Ich höre dir jetzt wegen zu und mache nebenbei noch schnell die Steuererklärung fertig. Ja, meine Steuerberaterin, die glaube ich, die dreht sich auch schon im Kreis. Falls die zuschaut. Ich glaube so nicht, weil sie innerhalb von einer Minute vor lauter Kopfbeilen einen Schlaganfall kriegt. Aber ist ja wurscht. Herr Gottlieb, merci dir. Tommy, merci dir. Wulfric, merci dir. Heidi, merci dir. Jack, merci dir. Halleck, was kommt denn jetzt da noch wieder? Löwensepp, was tust du denn? Jawohl, endlich hat der Montag und Mittwoch wieder ein Löwensepp. Endlich holt der Montag und der Mittwoch wieder an Sinn. Du bist wirklich jeden Stream da. Ich wiederhole, jeden. Und jedes Mal lässt irgendwas da, das ist absolut utopisch und ich weiß nie, was ich dazu... Ich weiß es einfach nicht. Löwensepp, das ist zu viel. Du bist so lange dabei, das ist mir Sport, du weißt das. Kuss auf die Nuss. Danke. Just mercy, Alter. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich hoffe, sie hatten ein paar gute Fußballspiele. Das ist alles, was ich weiß. Aber es ist ja Pause. Oder ist es schon wieder weitergegangen, wenn wir mir in Sommerpause gehen? Weiß ich nicht mehr. Maxi, mir ist für den Resub. So haben wir jetzt die Listen bald durch. Ja, es wird, Leute, es wird. Löwensepp noch mit mir. An den Rest natürlich auch. Maxi, merci dir. Roman, merci dir. Flo, merci dir. Haben wir es jetzt dann bald? Make try!
May Cry, welcome to the squad. Kuss auf die Nuss. Wir sind mal ganz um. Ich glaube, wir haben es gleich. Tobi, merci dir. Servus, Birger, endlich bist du wieder da. Ich freue mich, bist du ein bisschen nice. Es ist nicht zu viel. Ist meine erste Donation. Okay, dann hört mir mal. Du? Bist der Beste und nahes ist nicht zwui. Ist Mai erste Doch, ist aber. Verfolgt die Show ewig und jetzt. Wollt ihr mal Dankeschön sagen, aber gute Season 8, Tobi. Kuss auf die Nuss. Sie und ihr alle bedankt euch bei niemandem. Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Schluss jetzt. Wen haben wir jetzt da? Stefan noch? Oh, dann kommen wir noch 4. Dann haben wir noch 4. Dann haben wir es durch. Dann können wir endlich anfangen mit irgendwas zu schmerzen. Irgendwas. Ich frage euch Sachen, ihr fragt mich Sachen. Konversation. Sommer war Umzug. Was? Chefin ist jetzt du. Chefin ist jetzt da. Au, wie zwack. Ihre erste volle Season und Horror Oktober wird gut. Hashtag Gott sei's getrommelt. Was Gott sei es getrommelt? Dosante Likes, 300 Nimm dich in Acht. Die Frau wird Platz brauchen, besonders im Bad. Aus Erfahrung sprich. Mein Platz im Bad, restlicher Raum, ihr Platz im Bad. Stummlerkei, grau ist das neue Schwanz. Kuss auf die Nuss, merci dir. Hab immer noch kein Cap, bleib bis Strapse. Ja, Cap, schwierige Geschichte. Herr Sauter. So, das darf jetzt der letzte gewesen sein. So sieht's aus. Herr Sauter. Welcome to the squad. So haben wir es jetzt. Nein, wir haben es natürlich nicht. Herr Triplex. Was ist denn da für ein lustiger Texteffekt dort? Ist der schon immer? Weiß ich nicht. Werter Herr. Es war. Na. Jetzt war. Die Liste ist jetzt beendet. Please. Jetzt haben wir es halb in eine. Da ist noch nicht neu. Maxi! Habe ich dir nicht Donation-Verbot erteilt bis was weiß ich wann? Wenn ich mich richtig erinnere? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Maxi, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist auch nicht der Erste, ich weiß es. Danke. Lesen wir die Donos nur mehr auf, die waren so schön, also auf ein neues. Herr Fahr. Sie geben da den falschen Personen die falschen Deppentipps. Maxi, merci dir. Bernie Bart, merci dir. So. Die Liste hat sich jetzt nochmal verlängert. Der MRC bekommt ein neues Member. Ja, herzlichen Glück. So. Bis dahin dann machen wir die Donation Sounds aus und ich mache die Donations kleiner, weil sonst kommen wir nicht zum Schmatzen. Das ist absolut utopisch. Das ist absolut utopisch. Kuss auf die Nuss. Bernie Bart, merci dir. Björn, merci für den Resub. Jetzt kommt der Shadowrunner. Was ist das Blob da? Ich hör's halt jetzt auf. Jetzt. Please. Da müsste MRCs nicht, steht dort. Ich glaube, du hast einen Monat ausgesetzt. In der Sommerpause tust du die selber. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, endlich ein Merci dir. So, das geht jetzt dann nur bis 3/4. Nein, wie jedes Jahr. Oder ich schwitze wie eine Drecksau. Ich pick in meinem scheiß Stuhl drin. Weißt du, warum das bei dir sofort auffällt, Mr. MRC? Wenn du im Discord auf einmal nicht mehr einen roten Namen hast, kenne ich mich nicht mehr aus. Du schreibst relativ viel in alle Channels und das kriege ich eigentlich immer fast alles mit. Und wenn der auf einmal nicht mehr rot ist, denke ich mir so, oh, Maxi, Schluss jetzt! Ja, hast aber nur bis nach der Sommerpause. Wir können jetzt gerne das Diskutieren anfangen, wenn jede Arbeit Antwort in einem 50er endet, dann können wir um 9 Uhr aufhören und dann mache ich noch mehr einen Monat Pause. Ist das okay? Maxi, merci dir. Schluss jetzt. Sebi! Bin ich jetzt der Letzte? Nein, es ist gekommen. Jetzt wird es Sebi. Was ich mag halt auch nicht. Ich bin in einer schwierigen Zwicksituation auch als Zwickmühle bekannt. Sebi, du schwimmst die Letzten mit dem Schwimmflügel nicht neu. So schaut's aus. So, können wir jetzt, was hat er denn glaubt, dass wird? Hat er glaubt, dass um 10 nach Ruhe ist? So ehrlich, kommen wir mittlerweile auch nach 6 Jahren und 6 Sommerpausen, dass um 10 nach Schluss ist, das habe ich nicht gemeint. Aber dass immer noch bis um 3/4 dauert, bis wir nach der Sommerpause fertig sind, ist absolut utopische Scheiße. Wo geht Numero? Also bei wem muss ich mich jetzt bedanken, weil ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus. Maxi, merci. Sebi, merci. Blatttiger, merci. Mila Mausi, merci. Bayer Tom. Bei dir ist es alle. Haben wir letztes Mal, du bist wirklich der Bayer Tom. Den ich seit dem Kindergarten und so ein Scheiß. Was soll das eigentlich? Wir kennen wir uns! Stop it!
War ich gut? Was? Französin? Wie geht dir? Mon chéri? Die Russin? Igor? Lebst du noch? Was? Das muss ich nochmal so vorlesen. Der Feier, jetzt ist echt okay. Leider es klang jetzt. So, der Mr. Cool ist jetzt der Letzte. Nein, der Mr. Cool ist jetzt der Letzte, dann ist Schluss, aber sonst kriege ich voll. Na, endlich ist er da. Franzen, merci. So, jetzt bin ich pleite, aber ist gut angelegt. Ja, wo? Wo ist gut angelegt? Ich versauf's oder ich verfriss. Herzlichen Glückwunsch. Mehr wird's bei mir auf alle Fälle nicht. Franzen, merci nicht. Der Feier der Nummer, was Frauen danach sagen. Die Deutsche war ich gut. Die Ach so, ich hab den ersten Satz nicht mitgekriegt. Jetzt zu verstehen, nein, die Deutsche war ich gut. Die Französin, wie geht dir? Mon chéri, die Russin, Igor, lebst du noch? Ist das so? Hat jemand schon mal eine Deutsche, eine Französin und eine Russin zusammengehauen und kann das bestätigen? Haben da die Russen so krass oder was ist mit einer? Was ist mit den Russen? Haben wir Russinnen da? Ist da irgendwo eine Russin, die sagt so, ich düdel die so her, dass du sagst, brauchst Sauerstoffzeit, musst dich nicht mehr rühren. Das glaube ich nicht. Pelo, merci. Tom, merci. Franzen, merci dir. Cool, merci dir. Caldron, merci dir. Königin Elsa, Kuss auf die Nuss. T. Das Geld, was ich über einen Monat angesammelt habe, ist weg. Danke dir. So, und jetzt mache ich die Alerts aus, weil sonst das... So, ich habe es zumindest schon mal geschafft, den Sound auszuschalten. Triple, merci dir. Zeit wird's aber wirklich jetzt zum Blättschmeiz. Sackelzement, ja! Ich werde es schon wissen. So, Freunde der Sonne. Es reicht jetzt. Es ist absolut... Alter, mal. So, wir machen die Scheiße kleiner. Käme kein Stecker mehr aus. Was ist das? Schließe auf, zu. Ich ziehe jetzt einfach mal hoch, ich werde schon passen dann. Ein bisschen kleiner halt, was weiß ich. Ich sitze immer in die Kamera geradeaus rein. Warum bin ich so beschissen hell? Was? Warte mal. Jetzt müssen wir erstmal den Stream einstellen. Haben wir keine Zeit nicht gehabt, das sind 3 Stunden. Warte mal. Ich glaube, ich habe da die Helligkeit. Oh. Schau so. Mal so. Oh, besser. Kontrast. Alter, was ist das? Super. Hey, alles besser. Ist das besser? Nein, das wird überhaupt nicht besser. 45. Ja, es war irgendwo scheißegal, keine Ahnung. Leute, Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Was ist eigentlich mit Cap? Cap gibt es jetzt. 2 habe ich noch. Wer das höchste Gebot kriegt uns. Klaus, merci dir. Triple, merci dir. Von hinten, merci dir. Firestar, merci dir. So, jetzt pass auf. Ich weiß, was ich mache jetzt mal Ohrlicht ausschauen, ob das was besser macht. Keine Ahnung, seit wann strahlen denn die Dinger so? Das haben sie noch nie da! Moment. Ist besser. Ist dieser Hausig besser? Das grillt die Kamera ein wenig, gell? Ey, ist mir wurscht jetzt, es muss gelangen! Keine Ahnung, leg mir da am Arsch an. Was weißt du nie? RTX on. So. Freunde der Sonne. Phase 1. Vielen lieben Dank. Es ist jetzt das Gleiche, aber ich werde jetzt mal das Gleiche sagen, es ist absolut zu verrückt, was da jedes Mal passiert. Ich wiederhole, jeder andere YouTube-Kanal oder Streamer oder sonst irgendwas ist nicht 4 Wochen weg. Einfach so aus eigenem Willen, wenn dann nur durch einen Shitstorm und dann geht's, wenn er wieder kommt, so weiter, sondern der Kanal ist tot. Ja? Bin ich mir sicher, tut das überhaupt irgendein anderer? Ich weiß es nicht. Dass er mal 4 Wochen sagt, ja, was du hast, okay, tschüss. Ja, weiß ich nicht. Dankeschön. Es ist jedes Mal kickt in der Sommerpause, sage ich freiwillig, es ist die Channel Anxiety. Oh shit, Alter, weil man sich halt denkt, als Streamer so, oh fuck, ich glaube, ich weiß nicht, das ist keine gute Idee jetzt mehr, aber trotzdem tu es, weil sonst wirst du neidisch irgendwann. Und dann kommst und alles ist beim Alten. So. Jetzt muss ich das wieder aufstellen, weil jetzt gefällt mir das Battle nicht. Es schaut irgendwie aus wie vor 5 Jahren das Battle mit der alten Webcam. Weiß ich nicht, was da wieder kaputt gegangen ist. Irgendwas ist kaputt gegangen. Die haben wir das wieder auf 50. So. Was ist denn da los? Was ist denn? Was ist das denn? Warum strahlt? Muss ich weiter weggehen oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Kinder. Vielen Dank. Feels good to be back. Ich freue mich auf Season 8 bis Weihnachten. Haben wir eine sehr stabile Season vor uns. Es kommt der Horror-Oktober.
Highlight Nummer 1. Es kommt der Landi Mitte November, Highlight Nummer 2 und dann ist erstmal Weihnachten. Und es stehen haufenweise Spiele aus für nächstes Jahr. Ganz besonders GTA 6 zum Beispiel. Wir werden ins Roleplay einsteigen. Ich rechne schwer damit, dass das morgen kommt, ja, Schiebers. Dass das nächstes Jahr kommt, etc., etc. Das ist einmal so der grobe Plan. Dazu, warte mal, ich müsste da irgendwie... Ich weiß nicht, was da heute wieder kaputt ist, keine Ahnung. Da kümmere ich mich bis Mittwoch drum. Wir werden sehen. 8000 Lumen! Ja, ich hab nichts umgestellt. Das ist jetzt... Alter, Mr. DM, null jetzt. Leute. Ein Prosit! Welcome back, El-Chefe! Auch die Schweiz freut sich. Grüße zurück, Mr. DM! Für die ist es ja nur ein humaner Betrag. Ich hab dich nicht vergessen, tun Sie sich nicht hinunter. Dennoch ist es zu viel. Aber bei euch, da in der Schweiz sind das Euro 30. Ah, deswegen habe ich da kein schlechtes Gewissen. Mr. DM, danke dir. Bichler, merci dir. Herr Schreiner, merci wieder ein Fünfer. Ingel, merci. iPointify, merci. Firestone, merci. Von hinten, merci. 313 auf Hint gebraucht. Wo? Brauchst du nicht. Bedanken ist so, wie es ist. Du bist unser Bürger. Herr Franzen, das ist zu viel des Lobs. Mr. DM, Dankeschön. Mini-Sonne im Zimmer. Nein, eigentlich sind dieselben Strahler wie immer. Ich habe nichts umgebaut, nichts irgendwie anders gemacht. Ich weiß nicht, was da los ist. Nein, ist egal. Der Bürger im RP, dann fange ich auch wieder an. Da kannst du mal Gift draufnehmen, dass da der Vollbier-Squad und der Foodlapper Franz das Licht der Welt erblickt. Da geht's ganz anders. Da wird's bloß noch asozial. Das schwöre ich dir. Und merci wieder ein Reset noch gleich hinten rein. Und den auch noch. Dankeschön. So, jetzt weiß ich mich beobachtet. Da kriegst du Augenkrebs, weil es so hell ist. Ja, ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Irgendwas ist komisch. Da spielen wir uns jetzt damit. Das ist ein guter Stream. Ja, habt's gut investiert. Ja, gute Season 8. Weiß ich nicht, was wir da tun. Jetzt pass mich beobachtet. Belichtung automatisch. Das stellen wir mal aus. Und das war Käse. Das ist ein totaler Käse. Stockfinster jetzt. Und wenn ich auf automatisch stehe, macht er irgendwelche komischen Sachen. Ich weiß nicht, was die Scheiße soll. Seit wann tut denn das? Schaut aus wie ein totales Kellerkind. Ich war 10 Tage im Urlaub, ich bin so braun wie schon lange nicht mehr. Was soll das? Verstehe ich nicht. Also egal. So, jetzt pass auf. 3D Hautfarbe. Ja, so einfach ist das nicht. Und dann haben wir mit Helligkeit 1 Prozentpunkt oben oder 2 Prozentpunkte oben. Und dann nehmen wir mit dem Kontrast aus. Der ist nämlich da auch für den Arsch. Und dann machen wir so. Nein, was ist das? Oh ja, das ist eine gute Farbe. Ja, das ist auch eine gute Farbe. Ein guter Weißabgleich. So ein automatischer Weißabgleich, weiß ich nicht. Ja, ist mir wurscht jetzt. Leck mir am Arsch, wird schon passen. Keine Ahnung. Tu dir Alerts jetzt da, klar mal und ein Sperren, dann passt das. Foxy, Kuss auf die Nuss. Timmy Boy, Klaus, merci. So, jetzt versuchen wir uns einmal zu sammeln und über irgendwas zum Schmatzen. Über was schmatzt man? Ist meine Kamera kaputt oder was ist denn da los? Das hat doch auch nicht so gerauscht da am schwarzen Ding. Ja, leck mich. Ja, so warm ist bei mir im Zimmer. Ja, bei mir auch. Oder mir rinnt Sauce unter die Depp voneinander. Mein T-Shirt pickt an mir, als hätte ich es gewaschen. Wegpass, danke dir. Das ist es, GPA-RP-Server mit dem Foodlab, Franz. Also ich werde nicht nochmal weit, da freuen sich mit Sicherheit einige, aber ich freue mich auf GTA 6, tut immer nicht oben. Ich hab schon oft einmal überlegt, ob man GTA 5 RP nicht auspackt. Mal zum Reinkommen. Aber da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr, weil das Spiel so umfangreich ist und was da alles los ist, bis ich mich da finde, da geht weit und da. Aber GTA 6 sofort von Anfang an rein. Aber was ich nimmer machen werde, ist auf alle Fälle einen eigenen Server. Das mache ich nicht mehr. Stoshi schreibt, Daisy wo? Daisy kommt vielleicht schon zum Jahreswechsel, vielleicht, aber auf keinen Fall auf einem eigenen Server. Das tue ich mir nie fucking wieder. Wo sind die Landi-Fans? Wer hat Bock auf einen Landi? Ab in den Chat. Wo? Hier, Landi, eins, wer nicht? Ja, okay, ich sehe schon. So, jetzt ist die Frage. War mir klar. Ja, rhetorische Frage, war mir klar, wer Landi wo? Ist ja klar. Ja, ist ja klar. Aber, jetzt ist die Frage, next step, Landi. Sind Leute da, die sich schon einmal mit Competitive Landi befasst haben.
Für 5 Noob-Sekunden, wenn ich mir denke, ich muss meiner Mama erklären, was ist Competitive, Alter, und Competitive Landi. So wie man Counter-Strike kompetitiv, also wettbewerbsorientiert spielen kann man das auch mit dem Landi. 3 gegen 3. Nicht Bulldog Royal, gut, das auch, sondern richtig ernsthaft. Heißt, da gibt es dann zum Beispiel eine extra Map, 3 gegen 3, da werden Maschinen zur Verfügung gestellt und dann hat man 25 Minuten Zeit. Ich weiß nicht genau, was man tun muss. So genau habe ich mich noch nicht damit befasst. Ein paar Sachen habe ich mich. PvP-Schwadern. PvP-Schwadern bringt es ziemlich gut auf den Punkt, ja. Und 3 gegen 3 und dann hat man eine Runde dauert 25 Minuten und jetzt grob jetzt das erklärt, da stehen dann, jeder hat die gleichen Maschinen, dieselben Map, also dieselbe Karten, die ist in der Mitte aufteilt, jeder hat das gleiche Feld, Größe und so weiter und so fort. Und dann muss man, wer in 25 Minuten schnell ein Fädel bewirtschaftet, wieder abmacht, Ballen presst und die dann zum Laufbandel bringt und in 25 Minuten die meisten Laufbandel Heubeine auf das Laufbandel tut und in die Schupfe einbringt. Und wer da mehrere macht in 25 Minuten, der hat gewonnen. Und ich bin mit Sicherheit nicht der größte Landi-Streamer. Das ist mir schon klar. Da gibt es auch noch nicht, die das 24/7 machen oder nur Landi-Streamen. Da gibt es mit Sicherheit welche, die haben 5.000, 10.000, 20.000 Zuschauer. Gut, 20 jetzt vielleicht nicht. Aber bestimmt größer nicht wie mich. Ist mir aber scheißegal, weil wenn wir mir ein Landi streamen, haben wir auch ziemlich viel. Ist mir aber auch scheißegal, wie viel das wir sind. Wir werden Biergas Landi World Series ausrichten, wenn wir genug Teams zusammenkriegen. Also immer 3 Leute. Ne? Das wären extra Streams, jeden Sonntag um 8 Uhr zur Primetime, wo wir uns 2 sichere Spiele anschauen. Es wird Internetseiten geben, wo man sich registrieren kann, seinen Teamnamen eingeben kann, wo dann zufällige Brackets gemacht werden und. Und da gibt es dann auch was zum Gewinnen. Nicht viel, eine Kleinigkeit, was weiß ich, ein Pokal oder Medaillen oder irgend sowas. Und das machen wir im Neujahr. Crossplay, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob unterstützt der Landi Crossplay. Ich weiß es nicht. Kann sein, muss aber nicht. Da schreibt Birger, gib's auf. Was gebe ich da auf? Wenn es Bulldog Royal gibt, bin ich glücklich. Ja, das gibt's sowieso. Wenn wir mir normal auf einem normalen Server spielen. Aber ich werde danach dann einen Competitive Server hinstellen. Wenn es Bulldog, oh weh, was ist denn eigentlich, wo ist denn eigentlich der Sprengi? Sprengi ist da. Sprengi ist da. Laufbandel. Meinst's? Was? Auf die Namen bin ich schon gespannt. eSports Landi Birger Edition. Ja, weiß man, genau. Ja, das geht. Crossplay geht schon. Ja, also ja, dann geht Crossplay. Das ist jetzt zum Beispiel schon wieder sowas, das kann ich dann nicht beantworten. Wann haben wir mir das letzte Mal Landi gespielt? Vor 2 Jahren, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Ob da Crossplay gegangen ist damals schon. Oder ob es das mit Landi 25 ist. Ich weiß es nicht. Aber viele schreiben, ja, tut er schon der 22er. Ja, passt. Also Crossplay ist dabei. Da gibt es natürlich dann wieder ein Video mit der Erklärung der Regeln, wie das abläuft, wo man sich registrieren kann, was und so weiter und so fort. Und dann haben da mit Sicherheit einen Haufen Chaoten dabei. Aber mit Sicherheit auch ein paar Leute, die richtig Ahnung haben. Post einmal jeder seine Stundenanzahl im Landi da herin. Gibt es dann einen 313er Fenstergringer? Ja, einen brauchten aber. Einen gebrauchten aber. Urlaubsbilden sehen mag. Ich habe nicht viel Urlaubsbilder gemacht. Ich bin in den Urlaub geflogen mit dem Gedanken, ich habe jetzt hier Urlaub und renne nicht da schon wieder umeinander mit, ich muss da, das kann ich herzogen und das kann ich. Ein paar Beutel habe ich schon, aber die habe ich noch nicht einmal am PC gezogen. Die müssen die am Handy ausziehen. Über den Urlaub reden wir gleich. Jetzt haben wir gerade beim Ding. Was 000, da der Michi mit 1200, 840, 1400, 655, 60, 1800, circa 1000, 020, 450, 2962, da hast du gerade nachgeschaut in Steam. Der Gurkentoni 200, 10 Stunden, 720, 2001, 1100, 400 Stunden, 300,
Nur beim zweiten Jahr oder insgesamt ist eigentlich den Landi, wo du am meisten hast. 15er Lande habe ich knapp 600 Stunden. Insgesamt denke ich ca. 2000, 300, 1100, 250, 480, 200, 30 bis 40, 421, 2480. Im Lande habe ich 4300. 1100, Minimum 5000 vom 2009 bis 2022, 60, 140, 2962, 1800, 1000, 1500, 1000, 1400, 730, 700. Utopisch. Fucking topisch. Und das haben wir ja schon einmal probiert. So ein bisschen. Ja? Und zwar auf dem DayZ-Server. Habe ich aber vielleicht nicht mit Nachdruck so ein bisschen eine Treiber Leute, registriert euch, macht's mit, keine Ahnung, geht's in den Channel und so weiter und so fort. So, da haben viel genug Leute drin und ich hoffe, ihr habt's spät sehen, denn jetzt Team braucht 3 Leute. 3. Ich weiß nicht, wie viele Freunde Landi-Spieler haben, aber ich hoffe, jeder mindestens 2. Das war nicht schlecht. Und dann schauen wir mal, wie das Interesse ist. Ja? Im DayZ-Server, da haben wir halt das Problem gehabt, wenn ich da in dem Turnier im Gulag mitmache, dann werde ich sterben, dann verliere ich meine Sachen, das mag ich nicht. Dementsprechend haben sie da genau 5 Leute angemeldet. 5. Gespielt haben wir auf dem Server aber 1000. Kann ich verstehen. Beim Landi gibt es aber nichts zum Verlieren. Ja? Außer natürlich sie peinlich aufzuführen, wenn ich dann am Sonntag die Spiele stream und kommentiere. Und wie das dann genau läuft, das muss ich mir nur ausdenken, das muss man erst einmal schauen, kommen die Competitive Server überhaupt direkt zum Start, macht da die Modding-Community App sehen, weil ich mag da schon auf dieser Map spielen, nicht auch selber irgendwas zusammenpimmeln, das ist ein totaler Chaos. Und dass es auch funktioniert, wie viele Leute oder wie viele Teams registrieren sie da, etc., etc., etc. Und dann könnt ihr eine Teams ummelden auf einer Internetseite, ich bin mir gestaltet, die kann ich selber machen, oder da gibt es auch Templates dafür, wenn mich nicht alles täuscht. Oder wie man das dann, das kriege ich dann schon hin. Und wenn das hier haut, jetzt mal völlig narrisch weitergesponnen. Ja, das ist jetzt absolute Utopie. Ich mag schon nicht schon wieder Sachen ankündigen und dann haut es doch nicht hin. Aber wenn das funktioniert, das glaube ich, kriegen wir hin. So ein Turnier kriegen wir hin, wenn es den Competitive Mode als Mod oder einen Server direkt vom Start weg gibt, dann wird das stattfinden. Das wollte ich eigentlich schon in der Sommerpause machen, um das Spieleloch zu überbrücken. Habe ich aber dann noch bleiben lassen, weil ich dann gemerkt habe, Ende des Jahres kommt ein neues Landi, das können wir uns jetzt sparen. So, spinnen wir das mal weiter. Das machen wir jedes Jahr. So ein Turnier. Gibt eine Kleinigkeit zum Gewinnen. Jeder hat Spaß, keine Ahnung, ich hab was davon, gibt Content, ihr habt was davon, jeder kann mitspielen, das ist zum Zuschauen, glaube ich, auch saulustig, etc., etc. Und irgendwann läuft das Finale in Landau da hinten in der Stadthalle. Um den zerplatzten Traum der Real-Life-Veranstaltung und LAN noch mehr ein kleines bisschen nicht ganz sterben lassen zu müssen. Das war das absolut geilste jemals. Was sagt sie dazu? Machst du dann ein Turnier draus? Ja, natürlich. Michael, um das geht's. Intel Extreme Masters. Ja, da kosten dann nicht die Karten wieder was, da kann man gehen. Und es ist weniger Stress, einen Abend die Stadthalle zu mieten, mit Sitzplätzen etc. etc. Und da oben 6 PCs zur Verfügung zum Stellen, mit dem Setup. Und ja. Abstimmung! Hä? Da alle so, hä? Ujo blau, wo Likes, du spinnst, aber wer geiler? Wieso? Was ist da? Warum spinne? Der Shadow sagt, sag ich sofort. Bin ich dabei als Unterstützer? Wie geht's Plötze und Co., denen geht's blendend? Wäre die sofort dabei? Über welches Game-Turnier wird gerade geschmerzt? Landi 25 Competitive. So belächelt der Landi gerne ist. So geil war es, wenn man da eine richtig ernsthafte Scheiße aufzeigt. Und einfach unser eigens niederbohrisches Bürger Landi World Series macht. Und da am Anfang haben da natürlich wahrscheinlich nur Teams aus der Community. Vielleicht schmatzt du das noch ein bisschen weiter. Keine Ahnung, es kann ja jeder mitmachen, der will. Und vielleicht wird es irgendwann, ich würde es lustig finden.
Wait, Landicomp? How? Das kann ich jetzt nicht so ganz erklären, oder habe ich gerade erklärt? Du bist wahrscheinlich gerade erst dazugekommen. Lass mal 5 Minuten zugelaufen, da erkläre ich, wie so ein Competitive Mode im Landi, ernsthaft im Landi, auch in die Weltmeisterschaften, funktioniert. Auch mal 1 versus 1 Turnier, sowas gibt es, glaube ich, nicht. Also es gibt offizielle Regeln im Landi Competitive, wie das zum Funktionieren hat. Nach Weltmeisterschaft Standard. Und da werden wir uns auch dran halten. Endplay hat auch gerade erst so eine Challenge gemacht. Kenne ich jetzt gerade nicht, aber ist Endplay eine Vereinigung oder ein anderer Streamer oder ein anderer Content Creator? Kenne ich nicht. Neue Poster, wo und wann? Habe ich den nicht sogar eine da? Hat die nicht sogar irgendjemand bestellt und wieder storniert? Dann glaube ich, ist wieder gelöscht. Und parallel die Paralandi Olympics. Der Benedikt schreibt, also Birger, ich habe mir eine Frage, wer der 16? Um Gottes Willen, was gibt es? Ich kann der Babs, Alter. Zwar keine Ahnung, wann du das machst, aber kann ich dann auf die LAN mit... Oh Gott, Alter. Es ist irgendwo lieb. Also, theoretisch mit meinem Dad, aber das ist okay, wenn ich dann auch komme, da mich narrisch kriegen. Also, es ist nicht so geil. Okay. Ohne jetzt da irgendwen enttäuschen zu wollen. Herr Benedikt, 15 ist noch sehr, sehr jung. Aber wir machen kein Land. Die war fertig geplant. Wir dürfen aber nicht drin schlafen, darum habe ich sie leider canceln müssen. Die LAN wird nicht stattfinden und das ärgert mich bis heute, weil ich da so viel Zeit schon eingesteckt habe und so viel umeinander pimmelt habe und so viel umeinander organisiert habe und Scheiß und Klump, bis alles fertig war von vorn bis hinten und dann muss ich absagen, weil wir nicht drin schlafen dürfen. Und ich Vollgas eine auf den Deckel kriege, wenn da drin irgendwas feit. Olli, merci, Gurtgeil, merci, Jack, merci, Wulfric, merci, Wagberg, merci, ich glaube, ich habe noch alle. Aber Frage, wer da 48, darf ich auch noch geben? Olli, Kuss auf die Nuss. Darfst du auch kommen. Da bin ich nicht schreibt, ach so, ja, sorry, habe ich nicht gewusst. Ja, chill. Und als Kleine, damit ich noch irgendwann auf meinen Zettel schreiben kann, ich habe eine Real-Life-Veranstaltung veranstaltet, dass, wenn das wirklich turniermäßig jetzt Jahr ist, dass man das Finale vielleicht, wenn es groß genug ist und lustig genug ist und das auch was ist und so, das kann ich jetzt vorher auch nicht sagen, dass man das Finale eventuell in der Stadthalle da hinten ausdruckt. Das war einfach nur geil. So sieht's aus. Und das war leicht machbar. Ja, 6 PCs da aufstellen, die Leute spielen gegeneinander auf der Leinwand hinter oben übertragen. Kann man das dann kommentieren? Stört das die Leute, die haben ein Headset auf. Ich kommentiere das dann natürlich auch live, die Leute sitzen oder stehen dann in der Halle drin, wie auch immer. Da hat mich dann interessieren, wie viele Leute das da auch kommen, das ist ja egal. Nein, wenn es was 50 sind, das ist mir auch wurscht. Dann ist es mir auch, dann 50 Leute kommen. 50 Leute sind nicht ein Haufen. Wie viel gehen überhaupt in die Stadthalle ein? Das weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Aber mehr wie 50. Schlafen ist was für Muschi-Mopeds. Ja, genau. In meinem Alter, das habe ich auch schon ein paar Mal nochmal wieder gemeint, wie es WoW-Add-on gekommen ist vor einer Woche. Donnerstag auf Freitag. Oh, Donnerstag um 2 Uhr, Freitag, fangen wir an, sag mal durch, wird super geil. Das ist 3 in der Früh. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Es haut nicht mehr hin, da bin ich zu alt für den Scheiß. Klingt nach einem geilen Event. Ja, aber erst mal abwarten. Das ist jetzt weiter gesponnen, wenn es irgendwann narrisch wird. Da oben schreit der Bürger, es gibt schon eine Landi-Weltmeisterschaft. Ja, aber keine, wo mein Name draufsteht. Also ist langweilig. Bei der Landern ist es blau. Dann pennen wir im Zelt. Wo ist das Problem? Ja, wo stellst du das Zelt hin? Willst campen, ist echt ein Problem. Bei einer Land schlafen, verstehe ich nicht. Batman kaufe ich dir nicht ab. Du bist genauso alt wie ich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und 2 Tage machst du nicht durch. Das glaube ich dir nicht. Der Roman schreibt, ich bin Network Engie, ich könnte euch helfen mit der Technik, Aufbau und Betrieb. Da hab ich tatsächlich sogar schon jemanden, den ich dann erst fragen darf, weil ich dem das damals, der hat sich auch angeboten auf der LAN damals schon, hätte einen Haufen Zeug zur Verfügung gestellt und so weiter und so fort und der hätte sich auch gefreut drauf. Den frage ich dann natürlich erstmal wieder und wenn wir da irgendjemanden brauchen, dann frage ich schon danach. Wenn es auch einmal Semi gibt, Kimi, ja, dass da davor irgendwas zum Essen, einen Essenstand gibt, das ist sowieso klar. Stadthalle ca. 400, Landbestuhlung wahrscheinlich eher 200. Nein, das weiß ich noch, 200 haben wir nicht eingebracht. Ich glaube, mit Mühe und Not, den Sitzplan habe ich 5000 Mal umgebaut, das waren so 150, 160. Mehr habe ich nicht eingebracht. Wir pennen beim Birgbett in der Küche, ist neu, passt, ja, die Küche ist leider, da kann ganz lange drin schlafen. Ja, aber so viel mal zur Landi-Idee. Auf was ich da gern Bock hätte. Das war sicher lustig. Müssen wir dann Geld sagen, als Donation Media?
Da kannst du mir da Zwickelviere schmeißen. Ihr Vollidioten. Wie groß muss noch der soll für das LAN sein? Es wird keine LAN geben. Das tue ich mir nicht nochmal an. Dass ich da jetzt umeinander organisiere und am Schluss ist wieder irgendwas und keine Ahnung. Aber so groß wird die Stadthalle. Also 150 Leute sollte man schon sein. Bis natürlich 200 Leute. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Leute das da wirklich kommen warten. Seien wir uns ehrlich. Wie viele Leute warten, wenn es dann hart auf hart kommt, wirklich kommen. Wir haben in Landau auf dem Tuning-Treffen schon auf dem Volksfestplatz gezählt. Ja, da ist das ja abgemacht. Aber der Volksfestplatz ist von der Stadthalle maximal weit weg. Was kostet der Eintritt? Das weiß ich alles nicht, Leute. Das weiß ich jetzt nicht, so dass es halt passt. Also jeder was hat davon, fertig. Das weiß ich jetzt alles noch nicht. Was hätten die LAN-Karten gekostet? Ich weiß nicht mehr, für 2 Tage 60, 70, 80 Euro, irgend sowas. Damit alles zahlt ist, der Strom ist zahlt, das Equipment, was gekauft war zahlt gewesen. Die Leute einen kleinen Obolus kriegen, ich einen kleinen Obolus kriegen und dann passt es. Irgend sowas. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich darf nicht kommen. Ja, das ist ja in Ordnung, da wird ja keiner zusammengeschissen. Also ich wäre jetzt 100% gekommen zu LAN. Ja. Ich komme definitiv als Zuschauer, das weiß ich jetzt schon, auch wenn du es nicht weißt. Ja, schauen wir mal. Aber passt. Birger, der Donation-Text ist so klar, dass man nicht mehr lesen kann. Ist Absicht. Seitdem haben wir auch nicht mehr so viele Donations. Merkst du, wir können endlich schmerzen, für was ich heute eigentlich wieder gekommen bin. Nochmal vielen Dank an alle. Herr Bauer, geschlafen wird beim Birger im Garten. Ja, das darf gehen. Das geht. Ja, Birger, dann schlafen alle bei dir im Garten und Rauker dir dein Bubertz weg. Ja, ich hab Bubertz für alle. Ich könnte nicht, das ist zu weit weg. Das ist natürlich bitte. Ticket Vorverkauf, wo? Das kriegt's dann schon mit. Birger, wir haben schon Server abbrennt. Glaubst du, dass wir die Halle nicht vollbringen? Jo. Ich glaube, die 150 Leute hätten wir zusammengebracht. Vor allem, wer weiß, Leute haben vielleicht mal wieder Bock auf ein Oldschool-LAN, die nicht Teil dieser Community sind, aber vielleicht Freunde von Leuten, die Teil dieser Community sind. Da hätte ich allein schon 10 Leute dahergezogen, die da Plätze haben. Und so weiter und so fort. Dann kommt da gibt es ein Oldschool-LAN, und auf einmal haben da noch mit 10 Leute. Noch mit 10, das ist gleich, ich glaube, dass die Karten gleich weg werden. Glaube ich. Aber gut. Kann man 100 Euro mehr zahlen, damit wir 3 Tage früher rein dürfen? Ja, du kannst dann auch für den guten Netzwerk-Hub kannst dann auch noch mehr 50 auf den Tisch legen. Ja. Sagen wir es, und die letzten 10 Plätze, die werden an die höchste Donation ausgegeben. Das war so einfach, Alter. Manchmal würde ich mir wünschen, ich hätte kein Gewissen nicht. Manchmal. Dann würde ich wahrscheinlich brauche ich schon gar nichts mehr da dann. Ich kann das Arbeiten aufhören, fickt euch alle, ich fliege jetzt nach Kreta, kaufe mir kleine Hirben und dann friese ich bloß einen Schafskäse. Herr Bürger, mir ist wieder ein Zügel. Hast du Deadpool und Wolverine geschaut? Ja, habe ich. 10 von 10. Alien Romulus, hat den nicht mehr angeschaut. Bei weitem besser als diese Prometheus-Scheiße. Aber recht viel mehr wie einfacher Teenie-Slasher in Space ist es auch nicht. Deadpool und Wolverine war saulustig und saugut. So, ja, was kann man noch schmerzen? Was wollt ihr wissen? Irgendjemand hat mich noch gefragt, was heute vom WoW dann. Ich bin durch. Ich bin schon so durch mit dem WoW dann Preseason, dass ich Angeln auf Level 300 habe. Wer WoW spielt, weiß, was das heißt. Der Alien war geil, war ein guter Film, also um Gottes Willen, war nicht schlecht, aber der Teenie-Slasher in Space war jetzt nichts sonderbar Besonderes. Aber man kann ins Kino gehen. Keine Vogue-Vibes. Mein Urlaub in Griechenland, Herr Firefighter, da haben wir stehen bleiben. Also jetzt passt so. Gott, wo fange ich noch an? Ist schon so lange her. Vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen bin ich gerade beim Essen gesessen. Jetzt bei so was. Also, wir waren dieses Jahr wieder in Griechenland. Wir haben uns in die Insel hinein verliebt, Gott sei Dank auch meine Frau. Nicht Frau, mittlerweile, wir haben so lange zusammen, dass ich Frau sage. Wir haben nicht verheiratet, ich werde niemals heiraten, aber du weißt ja, was es ist. Wieder auf Kreta. Aber diesmal ganz woanders, also was heißt ganz woanders, auf der ganz linken Seite, ganz links oben, in Chania.
Wir haben die Griechen immer wieder mal gefragt, so, wie spricht man das eigentlich aus? Kania, Chania, was weiß ich. Und die haben immer, ich konnte das nicht aussprechen, da ich der Sprache nicht mächtig bin, aber so irgendwie so Kania. Hat einen eigenen Flughafen links oben und ist einmal so weit weg von allem anderen. Da war ich auch noch nie in meiner Kindheit oder irgend sowas. Und hab gar nicht gewusst, was da los ist. Da ist es ein bisschen anders wie auf der anderen Seite von der Insel. Sag ich dir, ich bin mitten auf der Nordseite von der Insel. Und da ist eine große Stadt. Mittelgroße Stadt. Für mich ist es eine große Stadt. Und das war der Bürgerin zum Beispiel wichtig. Die mag das. Ja, in die Gassen umeinander stravanzen und da ist ein Geschäft und da und keine Ahnung. Und das heißt Nordwesten, du Noob. Das heißt linksum. Was findest du schneller? Nordwesten oder linksum? Hä? Wer sitzt da herin? Nicht erstmal da. Nie ohne Pfeife war ein Jahr linksum. Herr von hinten. Verzeiht mir keinen Käse nicht. So, wo waren wir stehen? Kania. Ich sage aber jetzt nicht einfach Chania, weil es mir wurscht ist, ist einfach zum Aussprechen. Und, aber links daneben, also links von der Stadt, so 1 Kilometer links daneben, nicht weit weg, da war unser Hotel. Und nördlich davon, drüber, nördlich, ist das okay? 3 große Buchten, die echt schön waren zum Schnorcheln. Aber, wir waren ja in Ägypten im Juli, vor genau 2 Monaten. Und die 2 Schnorcheltage haben für mich alle Schnorcheltage im Mittelmeer kaputt gemacht. So freiwillig, wie es ist. Ich glaube, ich war 4 oder 5 Mal im Wasser von denen 9 Tage, wo wir da waren. Von denen wir auch was gehabt haben. Und war entspannend. Ich mag das halt, steckst deinen Schädel ins Wasser, du hörst nichts mehr, du arbeitest unter Wasser und schwimmst dahin. Einen Tag haben wir gehabt, sowas habe ich noch nie gesehen, wie wir da unten waren. Ich war jetzt mittlerweile echt schon fei unten. Absolute Windstille. Nicht eine Welle, nicht einmal Wasser bewegen. Das habe ich noch nie gesehen. Du hast das Wasser da unten war schön, auch wenn Wellen gegangen sind, wie ich sonst auf der Insel noch nirgendwo anders gesehen habe. Und ich versuche die Battle in meinem Kopf zu rekonstruieren. Das war absolut utopisch. Du steckst deinen Schädel ins Wasser und die einzige Wasserbewegung, die du siehst, kommt von dir selber. Das Wasser war als wäre es nicht da. Das war schon geil. Das war der eine Tag, das war richtig geil. Zum Schnorcheln, jetzt speziell dem Schnorcheln halt. So, Schnorchelei. Ich habe was gesehen. Eine Babymurene. Ich hab eine Babymurene gesehen. Und nur durch Dusel. Bin so auf so einem Felsen gestanden, ja, also relativ weit draußen, so 200 Meter ungefähr. Das ist die Küsten dann so gegangen, da wo dann kein Strand mehr war, sondern bloß ein Felsen, so 200 Meter draußen. Bin so gestanden und wollte halt meine Brühe mal ausschwarmen und so weiter und so fort. Dort hab ich da runtergeschaut. Und unter meine Füße schaut so ein langer Zipfel aus. Und drunter so eine kleine Moräne. Kann ich mal das Lob, wenn ich verdrucke, das war so ein guter Witz gewesen. Und schaut jetzt so ein schwarzer Spitz aus. Und dann habe ich gedacht, der schaut komisch aus. Und dann habe ich ein bisschen besser hingeschaut und habe meine Hosenteil wieder zugemacht. Tschüss. Nein, natürlich nicht! Dann habe ich es runtergeschaut. Und es hat einfach komisch ausgeschaut. Ja, hat sich komisch verhalten und nicht wie alle anderen Fische, die man da die ganze Zeit stundenlang sieht. Und dann bin ich so, hab mich ganz leicht so bewegt und von der Seite hingeschaut und diesmal habe ich auch eine Brille, also eine Taucherbrille mit Stärke, ich kann was sehen. Ich muss nicht so nah ohne zum Fischen und so, oh shit, das ist eine Moräne, fuck off. Und beißt mir ins Gesicht, so wie das vor 2 Jahren war. Er hat mich nicht ins Gesicht gebissen, aber gewundert jetzt keinen. Und dann habe ich so geschaut von der Seite und dann habe ich schon gesehen, habe ich an der Seite das Auge gesehen und das ganz spitze im Maul und so weiter und dass es halt offen hat. Und von der Seite, wenn dann der Winkel halt besser wird, sehe ich halt durchs Maul durch und habe mir gedacht, das ist nicht dein verfickter Ernst, Alter. Und dann ist ein Baby war es nicht, aber es war auch kein ausgewachsen. Es war relativ klar. Und die hat aus dem Felsen so ausgeschaut, dann habe ich mir gedacht, okay, krass. Das ist das 2. Mal. Der Pap hat mir so oft davon erzählt, dass er mal in Tunesien hat er mal eine gesehen und immer habe ich Ausschau gehalten nach Moränen und dann habe ich jetzt das 2. Mal auf dieser Insel schon eine gesehen. Das freut mich sehr.
Und dann habe ich mich ein bisschen bewegt, dann ist es davon und den Felsen rein, dann bin ich an die Seiten vom Felsen so hingeschwommen, dann habe ich es nochmal gesehen, in der Finstern drin, so ein bisschen, und dann ist es wieder davon geschwommen und dann ist es leider nicht mehr rausgekommen. Erlebnis Nummer 1. Erlebnis Nummer 2. Habe ich im Video auch schon kurz gesagt. Ich kann mir nicht sicher sein, aber vielleicht, der Wille war da, den Titel Savior of the Babyschildkröten geben. Nächste Geschichte. Sitzen wir, das waren 3 Buchten, ja, mit 3 Stränden. Sitzen wir, jeden Tag haben wir einen anderen ausprobiert und dann waren wir die restlichen Tage immer an demselben Strand, wo es uns am besten gefallen hat. Kann ich das vielleicht herzagen, wo wir da waren? Interessiert euch, wo ich da war? Ich kann nämlich keine Empfehlung aussprechen, da hinzufahren. Sag ich ein bisschen, warum? Kommen wir gleich dazu. Jetzt bei so acht, wo ist denn Kriti? Kriti, da ist Kriti. Also, jetzt passt es mir auch. Kann man da Vollbild machen? Sagt man da irgendwas, was gegebenenfalls da kann was angeht? Babidi. Nö, eigentlich nicht. Machen wir F11. Machen wir so. Zeige euch! Achtung! Ah, schau her. Ich habe jetzt natürlich keinen Greenscreen da, das ist ein bisschen unvorteilhaft, aber das ist ja wurscht. Also, Subnautica-Musik passt auch ganz gut. Leute, in der Zwischenzeit mal, seid mir nicht besser, dass ich Donations wegignoriere, aber wir haben bis 3/9 nichts anderes gemacht. Nightplayer, merci dir, Timmy, merci für den Zwickel, Christoph, merci für den Zwickel 50, Roman, Olli, gut geil, Jack the Ripper, Wolfric, merci, Kuss auf die Nuss. So, also jetzt passt so. Ich markiere dann auch, ich gerne die Restaurants und so weiter, aber seht ihr meinen Mauszeiger? Wieso seht ihr meinen Mauszeiger nicht? Warte mal. Mauszeiger fassen. Okay, seht ihr jetzt meinen Mauszeiger? Ja, passt. Also, wo Kreta ist, sollte glaube ich jeder wissen. Da an Italien vorbei, blablabla, da oben. Und normalerweise sind wir wieder oben rechts von Heraklion. Das ist der Hauptflughafen dieses ganzen Bumses da. Entweder in Malia oder in Stalis und so weiter. Malia war ich meine ganze Kindheit lang und so weiter und so fort. Aber dieses Mal gehen wir da links um, waren wir ganz links oben im Nordwesten, damit der von hinten sei, was ich sehe. Waren wir da. Das ist die Stadt. Chania. Der Flughafen ist da. Das ist ziemlich geil. Da kannst du nämlich, musst nicht in einen Bus rein und so weiter. Wir haben dann mit einem Taxi gefahren. Das hat, was hat das gekostet? Ich glaube 40 Euro. Zu zweit jeder ein 20er. Bist du in einer Viertelstunde, bist du in deinem Hotel. Unser Hotel war, wo? Glaube ich, da. Da war unser Hotel. War ein 3-Sterne-Hotel, war aber viel besser als die anderen 3-Sterne-Hotels, wo wir waren, war tipptopp, gibt's gar nichts. Und 100 Meter Fußweg, da oben, Strand Nummer 1, überall eine Strandbar dabei und das waren die Buchten für mich zum Beschwimmen. Und das ist Strand Nummer 2 mit den Buchten, das ist Strand Nummer 3 mit den Buchten und da oben sind wir nicht gegangen, das war uns dann 2 zum Gehen. So, und die Muräne habe ich entdeckt, ungefähr da heraus. Ungefähr da, eventuell da, irgendwo auf dem Straf da, ich weiß nicht genau wo, ich habe ja kein GPS-Gerät dabei, ist aber scheißegal. Und da war es was, es war ziemlich geil zum Reingehen, da hat man einige kennen bis daher und dann hast du rausschnallen können und irgendwo da war dann die Babymoräne dann. Und einen Fischreiher, glaube ich, habe ich auch gesehen. Habe ich nicht, glaube ich, auch gesehen. Ich weiß nicht, was für ein Vogel das war, aber ich glaube, es war ein Fischreiher oder irgend sowas. Der ist einfach einen Meter vor mir auf dem Felsen gestanden und hat geschnauft wie ein Postros. Und man denkt, okay, das schreckt jetzt nicht, wird schon passen. So, keine Empfehlung, ist es scheiße, als wieder nicht gescheit gegangen. Doch, das ist tipptopp gegangen. Das Ding war tipptopp. Das Ding war tipptopp, sag ich dir. Als Hotel. Die Strände waren auch tipptopp. Sag ich dir, was ist? Hat man jeden Nachmittag haben wir da was gegessen, in den Bars und so weiter. Das war alles okay. Preislich war das da, aber halt leider Gottes nicht so okay. Und das ist der Grund, warum ich keine Empfehlung ausspreche. Denn wenn, und das wären die meisten, 2 Gründe hat es, warum ich keine Empfehlung ausspreche. Die meisten wollen auf die Nacht, da gingen überall Busse, alle 20 Minuten, gingen da in die Stadt hinein. Und das da, der abgegrenzte Teil da, das ist die Altstadt. Und meine Damen und Herren, wie es dort zugegangen ist, ich war auf vieles vorbereitet, ist natürlich, es ist Hauptsaison, etc. Ja, wer jetzt wieder eingeschaftelt in den Chat. Was hast du denn gemeint? Ich schwöre dir bei Gott, da hast du nicht umfallen können. Das war wie auf einem Rolling Stones Konzert. Fucking topisch. Das, wie ich gesehen habe am ersten Tag, habe ich mir gedacht, was habe ich getan, Alter? Und dann haben wir am ersten Tag, glaube ich, es war der erste Tag, glaube ich, wo wir da reingefahren sind, haben wir da beim Bus irgendwo ausgestanden, haben wir da 4 gegangen, da oben gegangen
und uns durch die Leute gequält und da herunten haben wir dann an der Küste zum Essen gegangen. Da stehst du an. In jedem einzelnen, fast jedem einzelnen Restaurant, das nicht irgendwo in einer Seitengasse drin ist, stehst du an, bis du einen Platz zum Essen kriegst. Da geht's zum Kotzen. Meine Alte liebt es. Ja, da können gar nicht Fake nur Leute sein. Ich hasse es. Ich hasse es. Darum keine Empfehlung. Und die nächste, warum keine Empfehlung? Das ist eine absolut durchkommerzialisierte Touristenscheiße, diese Stadt, leider, dass dementsprechend die Preise da sind. Das Souvlaki, das ich da gegessen habe, das war schon gut und hat super ausgeschaut. Ich glaube, ich habe sogar ein Foto gemacht. Warte mal, ich such's. Da wollte ich mal Fleisch essen, nicht jeden Tag einen Fisch, habe ich Souvlaki gegessen. Aber da muss da mal die Fleischspezialitäten tun. Das sind übrigens meine Pflanzen. Was man so macht. Wie komme ich denn da in die Galerie? Ich kenne mich mit dem Handygerät nicht so gut aus. Nein, ich möchte keine Sicherung aktivieren. Geh jetzt weg mit deinem Schund. Google Depp. Fotos und Videos auf diesem Gerät automatisch sichern. Nein, ohne Sicherung fortfahren. Hau ab jetzt. Bilder von Urlaub wo? Ein paar Sachen muss ich nämlich tatsächlich jetzt sagen. Oh, ein Vampir von der Frau, wenn ich in die Kamera halte, dann beißt es mir wieder den Kopf ab. Habe ich da eigentlich überhaupt irgendwas fotografiert? Ich weiß es nicht mehr. Nein, so Souvlaki habe ich nicht fotografiert. Ich habe nicht viel fotografiert. Unser Fischplatten habe ich fotografiert, da kommen wir gleich dazu. Da mache ich sogar freiwillig Werbung dafür. Für den Angelo, unser Restaurant. Ja, kommen wir gleich dazu. Hab kein Foto vom Souvlaki, hab ich nicht fotografierwert empfunden. Wo ist der Souvlaki gewesen? Aber wo außerhalb der Stadt, da bei uns da so, hat es auch ein paar Restaurants gegeben, aber nicht viel. Zum Beispiel, jetzt warte mal, wir waren da und ein Angelo, da, Angelos Restaurant, da, ne? Achtung. Da, vielleicht hat er unsere Fischplatten da. Wo ein Souvlaki bei ihm 12,50 € kostet es in der Stadt 25. Und das sehe ich nicht ein. Bloß weil sie da irgendwelche Stadtdeppen sind. Und dann kriege ich da drauf, dass ich erstens auf mein Essen warten muss, bis ich überhaupt sitze. Und zweitens 5000 Leute überall sind. Und drittens muss ich dann auch noch 25 € für ein Geschiss, ein Spiel, großes Spiel, und es war gut und es war genug. Souvlaki, 25 € zahlen, dann muss ich sagen, fick dich und dein verficktes Souvlaki. Okay? So. Darum keine Empfehlung. Und für mich ist einfach ein Hauptbestand, und es war sauber unpersönlich so. Du wirst ja da abgefertigt. Und das mag ich nicht. Ich mag das nicht. Wenn ich in alle anderen Urlaubsorte, da wo es nicht so zugegangen ist, das waren Familientavernen halt. Sowas gab es hier nicht in der Stadt. Und dann sitzt du da dort, dann hat mir die Bedienung sogar noch angemault. Wie ernst das gemeint hat, das weiß ich nicht. Jeder gesagt, ja, kommst du, frischer Fisch liegt vorne, guckst du hin, sehr gut, sehr gut. Da habe ich gesagt, ja, du mit Speisekarten her. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das Souvlaki. Er sagt, typisch Touristen, ja, ist ein Souvlaki. Ja, grüezi fix, du, ich kann auch wieder gehen und du frisst ein scheiß Souvlaki selber. Ist mir schon klar, warum du merkst, dass ich den frischen Fisch friss, weil der pro Kilo 100 € kostet, du Kasperl. Du Pfotzengrober, muss ich schon fast sagen. Und dann habe ich Souvlaki gegessen. So einfach ist die Geschichte. Bin schon angepisst bis hier oben. Fick dich, du kriegst keine Cent mehr kriegst du von mir. So. Dementsprechend angepisst war ich natürlich jeden Abend, wenn wir in die Stadt gefahren sind. Wir haben uns dann da drin ein paar andere Restaurants gesucht, die halt nicht da direkt da unten sind, weil da ist dann schon einigermaßen gegangen. Aber dann habe ich ein bisschen umeinander gegoogelt und habe einen Angelo gefunden. Der Angelo hat mir dann, Achtung, muss ich jetzt da kurz wieder umschalten, weil sonst ist das Battle zu klein. Jetzt pass auf. Machen wir so. Kann ich das irgendwie groß machen? Da haben wir dann. Sagt man das? Ist das einigermaßen scharf? Klangt euch das zum Singen? Das ist eine Fischplatte für 2 Personen. Und diese Fischplatte, jetzt muss ich überlegen, was die kostet. Ohne dass ich liege. 35 €.
fast nicht zum der Essen für 2 Personen. Da liegt der ganze Fisch und Muscheln, Shrimps, dann die kleinen, ich weiß nicht, wie die da geheißen haben, das sind so ganz kleine Fingerfood-Fischerl und so weiter. Ah. Und das nächste war, der Angelo war ein blutsnetter Kerl, der ist hergekommen, der war nett, der hat mit uns Usos, Rakis getrunken, und da haben wir schon gemeint, perfektes Restaurant, da gehen wir nochmal her, am besten am letzten Tag. Und dann sind wir nochmal hingegangen und dann sind wir nochmal hingegangen. Und am letzten Tag, was? Sorry, Birger, aber du hast sauber zu viel gezahlt, selbst beim Angelo, 4 Euro kostet der Souvlaki Pita. Mr. Psaras FFB, ich weiß nicht, wo in welcher Welt ein Souvlaki Pita 4 Euro kostet. In Albanien in einem 100-Seelendorf vielleicht. Wo zur Hölle kostet ein Souvlaki-Spieß oder 2 4 Euro? Da redest du jetzt schon ein wenig an Käse. Ich weiß nicht, wo du wohnst, aber für 4 Euro kriege ich nicht einmal mehr einen Döner, Alter. Da Mann, ich rede mir schon wieder ein bisschen an Krampf. So, auf alle Fälle. Beim zweiten Mal habe ich dann bei ihm Souvlaki gegessen, weil ich einfach einen Vergleich sehen wollte. Das war tippitoppi. Und wie wir da das zweite Mal waren, ist neben uns eine gesessen, die hat was ganz Spezielles gegessen. Am zweiten Tag haben sie uns übrigens dann auch wieder kennt. Ja, gleich habe ich die Ehre, blue und dieses und jenes und keine Ahnung. Und für den letzten Urlaubstag haben wir uns dann einen Platz reserviert, direkt draußen. Ich habe gesagt, ich brauche nicht mehr einen Namen, ich merke mir euch, etc. Und das mag ich einfach. Und da haben wir dann an dem Abend, das war unser letzter Abend, das war gestern vor 2 Wochen. Ich bin traurig, wie schnell vergehen die Zeit, das ist absolut utopisch. Absolut utopisch. Und dann haben wir uns was bestellt. Haben wir gesagt, so, vorgestern war eine da, die hat da das und das gegessen. Was ist denn das auf der Karten? Dann sagt er sonst, das ist nicht auf der Karten. Dann sag ich, wie, das ist nicht auf der Karten? Ja, wir haben welche da in der zweiten frische Fischschale hinten. Gib mir mit. Gib mir mit. Tiger King Prawn. Warte mal. Vom Angelo seinem Souvlaki habe ich ein Foto gemacht. Köstlich. So. Und da hat er uns dann Folgendes gemacht. Was ist das da? Magischen Radierer testen, halt die Schnauze, du depperts Dreckshandy. Achtung. Ich tue mir mal aus dem Bett lassen, ich mach so. Siehst du das? Und das absolut Absurde an dieser, ich ungelogen, das ist die beste Seafood-Platten, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Mit einem brachialen Abstand auch noch. Das Beste auf dieser Platten war der verdammte Reis. Ich habe noch nie einen sicheren Reis gegessen. Da hat eine Bürgerin dann sogar gefragt, wie zur Hölle macht ihr den Reis? Das hat er uns dann versucht zu erklären. Hängt ganz viel von den Viecher ab, die drauf liegen. Das sind, wenn ich mich richtig erinnere, King Tiger Prawns oder irgend sowas. King Tiger, irgendwas, Dings, was weiß ich. Wie viel waren es? 9 Stück, glaube ich. Ich schwöre dir, es sind keine Hummer, weil ein paar gerade fragen, so, ist das ein Hummer? Nein, ein Hummer kaufe ich nicht, weil ein Hummer eine Frechheit ist, da ist nichts dran. Und die Ding, ohne Scheiß, die waren so groß. Ja, man sieht meine Feiste ja im Hintergrund. Das sind 9 Stück, die liegen da alle aufgebrät. Das ist ein Platten für 2 Personen übrigens. Ja, also das habe ich nicht allein gefressen. Das war überhaupt nicht. Die haben, das sagst du ja selber. Natürlich haben meine Feiste ein bisschen weiter hinten, aber wenn man es 4 tut, die Viecher waren größer wie meine Feiste. Alter. Das habe ich noch nie gesehen. In dieser Form habe ich die ja noch nie gegessen. Und die haben wir uns gegönnt am letzten Tag. Ich schwöre dir bei Gott, sowas Geiles habe ich noch nie gegessen.
sieht man, wie am Schluss der Teller ausgeschaut hat. Habe ich das noch aufgenommen? Ja. Nein, der scheiß Magier-Battle interessiert mich nicht. Ne? Das ist halt Schale rundum, die musst du runter tun. Und dann haben da, ja, wie sollen diese kleinen 3 Finger dicke sehene Würst kommen aus den Viecher raus. Da ist halt richtig was dran. Das hat, und der Reis war geil. Das war die beste Erinnerung an den Urlaub. Ist das wie so ein Paella? Nein, Paella schmeckt anders. Die waren schon getrennt voneinander gemacht, aber der Saft, hat er gesagt, kommt dann irgendwie in den Reis rein und deswegen kannst du dir das nicht daheim machen. Wird nie so schmecken, sagt er. Und bei uns kriegst du die Viecher halt nur tiefkühlt und das ist auch wieder ganz was anderes. Brezelsalz! Kuss auf die Nuss, merci dir. Stefan, merci für 68 Monate. Joke Brother, merci dir. Mehrweg auf, merci dir. Nightplayer, merci. Servus, was hältst du von Cyberpunk 2077, so wie es jetzt ist, und könntest du dir einen Playthrough vorstellen? Nö, nicht mehr. Die Zeit von Cyberpunk ist leider lange vorbei. Und es ist ein sauberts, wie soll ich sagen, viel zu umfangreich. Das schaffen wir Montag, Mittwoch Streams, schaffen wir das nicht. Da spielen wir wieder 30 Jahre lang nichts anders. So leid es mir tut. Da von hinten, das habe ich mir jetzt schon gedacht, dass die Frage wahrscheinlich kommt. Und da lasse ich mir jetzt einen Lumpen, billig war die Platten nicht. Preislich schreibt der von hinten. Der Stefanik schreibt 80 €. Klingt nicht ganz. Was schätzen Sie denn? So, wo kriege ich jetzt so eine Platten her? Die kriegst du nur im Urlaub. Die kriegst du nur im Urlaub. Ein 100er Grad Aussatz kostet. Bevor wir jetzt da lang umeinander düdeln. 100er hat es gekostet. Wir haben natürlich, da habe ich so viel Trinkgeld, glaube ich, habe ich auch noch nie hergegeben. Sag ich auch freiwillig, was es ist. Und wir haben natürlich noch was drungen und so weiter. Es hat insgesamt mehrere 100 € gekostet, aber die ganze Platten hat einen 100er gekostet. Also pro Viech 11 oder 12 €. Wenn du das so umrechnest. 9 Stück waren drauf. Passt, warum nicht? Ist Fake Geld, um Gottes Willen. Aber sowas habe ich mir noch nie geleistet und sowas kriegst du bei uns auch nicht. Spielst du mal Red Dead? Nö. Wahrscheinlich nicht. Das ist dasselbe 50 Stunden Schinken. 100 für 2 Leute geht. Ja. Haben wir noch was getrunken und gut, am letzten Tag haben wir nicht mehr so viel. Ich war einen Tag so haumvoll, ne? Da haben wir auf neu war beim Angelo. Ja, bringst du so eine Karaffen Rotwein und eine Karaffen Weißwein und Wasser dazu, weil es pure wieder Sodbrenner und so. Und dann war ich so haumvoll nach einem halben Liter Wein, dass alles zu spät war. Ich hab da unten so viel Bier gesoffen wie die letzten 5 Jahre, glaube ich. Ungelogen. Wir haben ja jeden Tag, warte mal, so, vielleicht sieht man es da sogar. Warten unsere Apartments. Where is our apartamento? Da war ein kleiner Supermarkt, direkt über die Straße. Und da war im Kühlregal gerne mal so ein 8-Pack Mythos-Dosenbier. Unser Kühlschrank war dermaßen vollgestopft jeden Tag mit leere Bierdosen drüber und volle Bierdosen drin. Ich glaube, ich kann es nicht sagen. Ich habe eine Dose nach der anderen gesoffen und habe über den Tag natürlich immer leicht so geil, aber nie richtig besoffen, sondern so richtig geil in Stimmung. Und normalerweise, wenn ich das tue, bei uns da, aus irgendeinem Grund, dann kriege ich nach einer Stunde oder 2, wenn ich nicht weiter düdelt wie die Sau, kriege ich Kopfweh. Und dann habe ich keinen Bock mehr, bin lästig, möchte heim und fuck you. Und da unten aber eine nach der anderen, und die Dosen und das Mythos-Bier kann man wirklich trinken, das ist nicht das beste Bier der Welt, aber es geht. Es hat 5% da, also das fährt schon, wenn es lustig ist. Und dann bist du immer so leicht angedüdelt und durch die Hitzen oder warum auch immer, keine Ahnung, kriegst keinen totalen Rausch. Aber auf die Nacht, wenn es nicht mehr so brüht heiß ist und du dann nur einen halben Liter Wein auf 10 halbe über den ganzen Tag drauf saufst, dann habe ich ein bisschen so, heilige Scheiße, gute Frau. Ich habe mir noch Wein, ich weiß nicht. Und dann beim nächsten Mal habe ich mich dann gewundert, haben wir mir letztes Mal so lang gegangen, ich weiß nicht mehr. Das war schon ganz witzig. Aber ich glaube, ich habe jeden Tag
1,5 8-Packs weggesoffen. Ich sag das, es ist so viel Bier gesoffen wie nie. Dann Nachmittag am Strand, dann in die Bar auf. Ja, du hast es dann Mythos vom Fass gegeben. Do you want a small beer, large beer? We are from Bavaria. Okay. Und stellt er ein large Bier her und denkt, das ist jetzt ein Maßkrug. Nein, er bringt da halt dann eine halbe. Und man denkt, was bringt er dann beim Kleinen? Ich verstehe die Frage nicht. Was, hä? Aber so alles in allem war ein geiler Urlaub. Nicht falsch verstehen, aber wer keinen Bock auf Massentourismus hat vor allem und die Stadt sehen will, lass es. Und wer nicht das dreifache Geld zahlen will in dieser Stadt für oder so es überlaufen ist, lass es. Schwierig. Aber ansonsten war es ein geiler Urlaub. So! Und jetzt kommt aber noch die Geschichte der Babyschildkröte. Ich habe leider kein Foto. Warum, erkläre ich gleich. Also, jetzt zeige ich nochmal schon den Strand her, wo wir die gesehen haben. Es war ein Tag, wie jeder andere auch. War wirklich ein Tag wie jeder andere. Aber die Wellen sind ziemlich stark gegangen. War wahrscheinlich sogar der wellenreichste Tag in die ganzen 9 Tage. Ich bin, in der mittleren Bucht da, exacto mundo auf dieser Liege gelegen. Ich hoffe, ihr seht es. Spielt keine Rolle. Aber ist ja wurscht. Wellengängen her und so weiter, war schon unangenehm und so. Und da wird es ziemlich schnell, ziemlich tief, dafür ist da ziemlich seicht. Ja? Und irgendwann, eine Liege weiter, also nicht direkt neben uns, sondern eine Liege weiter, halt, schau so nach rechts, hab wirklich mit aller Gewalt versucht, dass ich per Anhalter durch die Galaxis lese. Das Ding hat 1000 Seiten, kann ich 80 habe ich geschafft. Ich sag das, was es ist. Ich hab nur geraucht und gesoffen. An dem Strand. Nur geraucht und gesoffen. Und eine Liege weiter kommt der Mo aus dem Wasser, so, und geht zu seiner Frau so hin und teilt halt da drauf umeinander und zeigt ihr etwas. Und ich hab das so gesehen und schau mir das so an, so. Bruder, du möchtest mich verarschen, hast du eine Babyschildkröten in der Hand? Dann hab ich zu Nadine gesagt, so, Alter, der hat ein Baby, Alter, schau mal da, der hat eine Babyschildkröten in der Hand. Bist du behindert oder was? Alter, ich rast aus, wenn ich jetzt eine Babyschildkröten da draußen irgendwo sehe. Und da habe ich natürlich rausgeschaut ins Meer, war aber nichts los. Ja, da habe ich nichts gesehen. Haben die irgendwo geschlupft oder keine Ahnung, da warten ja mehrere. Aber die werden es nicht angeschwappt haben. Denn der Mann ist dann wieder zurückgegangen, ist leider Gottes bloß ungefähr bis da hergegangen, ja, also 2 Meter ins Wasser eingegangen, weil halt Wellen oder was weiß ich, oder nicht schwimmen, ich weiß es nicht. Und hat dann das kleine Vieh, ich schwöre dir bei Gott, ich habe es dann in der Hand gehabt. Nimmt's und wirft's so ins Meer aus. Ich bin so da gesessen, Alter, was? Was meint denn, was passiert, wenn du das kleine Viech nimmst und es so ins Meer ausbeidelst? Naja. Wahrscheinlich hat er es auch selber bloß gut gemeint. Ja, er wollte es halt über die Wellen hinten auswerfen, dass es vielleicht rauskommt. Okay. Hat er dann ja irgendwann geschafft und dann ist er wieder gekommen und hat sich hingelegt. Und dann haben die essen gegangen oder was weiß ich was da. Und ich schaue die ganze Zeit so und schaue mir halt die Wellen so und sehe, dass die kleine Babyschildkröten wieder in der Welle drin ist. Aber ich denke, Alter, das kann ich jetzt so nicht lassen, Alter, bist du Arschloch, muss ich schon fast sagen. Dann bin ich halt hin, Taucherbrennen auf, mitgenommen, eine hat mir die angeschaut, ich hab's dann genommen. Und dann habe ich gesehen, die hatten nicht mehr so ganz kennen. Es war sehr traurig, sag ich dir, was ist. Und deswegen gibt es auch kein Foto nicht, weil da habe ich keine Zeit nicht, ich wollte immer ein Instagram-Foto. Und habe die dann so in der Hand gehabt und habe mir das angeschaut. Ich habe dann schon gespürt in meiner Hand, dass ihre Paddler noch was deren, also die hat nicht Feuer umeinander da. Aber ich habe gespürt, dass die noch was tut. So. Sie war nicht tot. Und dann habe ich da so rausgeschaut und habe die Wellen so gesehen und habe gedacht, oh shit, aber das wird jetzt nichts helfen. Irgendwann einmal vor 20 Jahren hast du mal einen Rettungsschwimmer gehabt oder heute redest du ein Babyschildkröten, hilft nicht. Und dann habe ich es gepackt, so, also deswegen habe ich mir Taucherbrille mitgenommen, das ist anstrengend, dass ich einen Shell ins Wasser halten kann, so, und habe es über Wasser gehalten, während massivsten Wellengang und habe es dann ungefähr, ja, irgendwo dahinter geschwommen. Ich weiß nicht wie weit, aber irgendwo dahinter aussehen halt, wo die Wellen nicht so krass gingen. Und hab's dann ins Wasser da waren dann auch fast gar keine Wellen da draußen aus irgendeinem Grund. Dann hab's dann so leicht ins Wasser reingelegt. Und dann habe ich schon gesehen, ja, sie tut schon nur ein bisschen. Aber, und das Allerwichtigste, was ich gesehen habe, war, sie hat sofort, wenn du es ins Wasser einlegst, die schwimmt ja von selber so ein bisschen, und hat sofort halt einen Kopf gekommen, die hat es nämlich nicht fein gerührt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hat halt ihre Nasen so aus dem Wasser rausgestreckt.
Dann habe ich halt ein bisschen zugeschaut und dann habe ich gedacht, ich weiß auch nicht, was ich sonst tun soll. Die Bürgerin hat währenddessen draußen schon umeinander gegoogelt, gibt es irgendwie eine Schildkrötenrettungsstation oder so. Und ja, gibt es tatsächlich. Aber da war ich dann schon wieder da und habe gesagt, ich habe es jetzt da draußen ausgesetzt, es hat einigermaßen gut ausgeschaut. Ich weiß nicht, ob es geschafft hat, ich kann es nicht sagen. Ich glaube wahrscheinlich bei dem Wellengang da eher nicht, aber der Wille war da. Ich habe mir Mühe gegeben! Und war schon krass. War schon krass, so eine kleine Babyschildkröten, eine wilde Babyschildkröte, die war so groß, ja, wie meine Handflächen. Und ganz schwarz. Also wirklich pechschwarz von oben bis unten. Du hast ein bisschen eine Struktur im Panzer gesehen, mehr nicht. Wieso bist du nicht rechts, links raus und hast das vorgetragen, aber super Aktion? Weil das, was du jetzt da gesehen hast, links und rechts, schaut begehbarer aus, als tatsächlich ist. Und du kommst dann da nicht oben über die Felsen ins Meer oben. Also du kommst da oben, da haben schon Wege und so, aber dann haben steile Felsen dort ein paar Meter hoch, da kommst du nicht oben. Ich habe getan, was ich konnte, der Wille war da, ob sie es geschafft hat, kann ich nicht sagen. Aber vielleicht. Ich wünsche es mir, das wäre sehr schön. Joke Brother, also ich und meine Frau waren in Anissa Beach und Village in die Flitterwochen, kann man empfehlen. Wo ist Anissa Beach and Village? Muss ich schnell googeln. Wo ist das? Hotel Anissa Beach Village, wo ist das? Ist das in Kreta? Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ganz geil ist. Das ist nämlich gar nicht weit weg von da, wo wir normal sind. Das darf so 5 Kilometer sein. Schaut mir aber nach Hotelanlage ein bisschen aus und das mag ich in Kreta eigentlich nicht. Aber gut! So, will über da, wird schon passen. How-to-Schildkrötenrettung. Ich habe mir Mühe gegeben. Habt ihr heute übrigens schon mal auf den Like-Button auf diesen Chat, ja genau, auf diesen Video draufgeklickt? Hast du das heute schon mal gemacht eigentlich? Da muss man ja immer dazu aufrufen und darum betteln, weil sonst tut es keiner. Kannst du da jetzt mehr aufsmashen, wenn es die Schildkröten-Baby-Rettungsaktion... Gut, ich kann euch natürlich auch das Blaue vom Himmel aber verzeihen. Ich mein, gut, verstehe ich auch, wenn jemand daheim macht und sie denkt, ja komm, halt einmal. Freilich hast du eine Babyschildkröten rausgeschwommen, du fetter Trottel. Aber Like, machst du Like, oder? Schon vor dem Stream, ja, beim Appa weiß ich das natürlich. Bei vielen weiß ich das natürlich. Aber der Großteil sitzt trotzdem nur daheim und ist zu faul, dass er da drauf drückt, weil er meint, das bringt nichts. Das ist gut für den Algo, Leute. Das ist gut für den Algo. Der Kerl ist schuld, was die Baby früher gehabt hat, das ist ein Mörder. Ja, er hat es wahrscheinlich auch bloß gut gemeint. Aber ich habe dann auch überlegt, ich hab dann die in der Hand gehabt und alles war so flapprig und so, also ihre Fiers und der Kopf und so. Und dann haben wir halt dann gedacht, Alter, wenn ich das Ding jetzt nicht mehr so da aussieht, der Brie ist knacker. Wie kann denn das machen, der Vollidiot? Aber gut, er hat es auch nicht besser gewusst. Er hat es zumindest nicht, dann machen wir schnell ein Selfie mit den Schildkröten und dann wieder in den Sand eingeworfen oder was weiß ich was. Was sagst du zur Wahl im Osten? Über dieses Thema werden wir uns hier nicht mehr unterhalten. Politik ist raus. Aber eventuell, Sie wissen schon, vor dem Stream erledigt. Passt, sind noch immer keine 500 Likes bei 1000 Leuten. Ja, Herr Docken, das verstehe ich nicht. Okay, mach ich jetzt. Maxl, natürlich. Freilich, der Kerl, Doom, wo? Was ist Doom? Herr Zeilmeier, Doom, wo? Was möchten Sie mir damit sagen? Ich weiß es nicht. Hast heuer deine 10 Jahre Live-Gaming? Hobby? Ja, gut, wenn man es genau nimmt, habe ich 2015 angefangen, das ist richtig, aber noch einem halben Jahr wieder aufgehört. Der Joni schreibt, war vor 3 Wochen in Ägypten auf deine Empfehlung. Einmal ins Wasser und direkt einen Faustkampf mit so einem schwarzen Fisch. Come at me, bro! Show some respect, bro! Ich weiß genau, von was du redest. Ich hoffe, in Ägypten hat es dir gefallen. Ich hoffe, es hat alles der Wahrheit entsprochen, was ich da so gesagt habe. Nur runterfahren, wenn du schnorcheln möchtest. Alles andere, total ausfall. Es gibt ein neuer Doom-Teil raus. Was? Ach, das Mittelalter-Doom! Ja, natürlich verspähen wir das. Ist da überhaupt schon ein Release-Termin da? Ich wüsste nicht. Doom Release. Wie heißt das neue Doom? New Doom Game Release. Mighty Doom? Na. Wie heißt das neue Doom? Doom Eternal Classic Computer. Wie heißt das neue Doom?
Ja, jetzt mal kurz, nur, bevor wir wieder über das Gaming und die nächsten Wochen vielleicht schmerzen. Der Urlaub war gut, hat gut getan. Was habe ich sonst noch da im Urlaub? Erste Woche, ich hab angefangen zum Gatteln. Das habe ich ziemlich durchgezogen. Meinen Hof sauber gemacht. Sehe ein paar Gartengerätschaften angeschafft, wie eine saubere Heckenschau und ein anständiger Rasenmäher und was man sonst noch alles so braucht. Einen anständigen, das ist jetzt blöd, aber einen anständigen Straßenkehrbesen, einen Laubbläser, hergerichtet den alten und ein Kabeltrommel und. Hat richtig gut, hat Spaß gemacht. Bin ja immer noch dabei, aber jetzt über den Urlaub hinaus habe ich nicht mehr recht viel da. Weiß nicht, was es ist. Ich hoffe vom Einhell. Nein, vom Einhell habe ich noch nichts gesehen. Ich habe quasi nichts Neues gekauft in dem Sinn. Ich habe eigentlich nur alle unsere alten Gerätschaften hergerichtet oder herrichten lassen. Und dann da einiges gemacht. Das war mal so die erste Woche. Und natürlich Friede, Freude, Eierkuchen auf den Urlaub. Dann haben wir kurz noch einmal mit World of Tanks so gefangen, das weiß ich noch. Hat aber nicht lange gedauert, bis ich da wieder ein Haus rausgekriegt habe und habe es deinstalliert. Dann sind wir, wie gesagt, in den Urlaub gefahren. Dann haben wir noch ein bisschen umeinander gesandelt und dann ist das WoW-Add-on gekommen. Da habe ich hart reingesuchtet, sage ich dir, was ist. Ja, ich habe die 90-Euro-Version gekauft, obwohl ich zuerst gesagt habe, ich tue es nicht. Aber mir war halt langweilig, ich habe nicht gewusst, was ich tun soll. Leckt mich am Arsch, ich habe keine Lust mehr, mich da drüber aufzuregen, weil es wurscht ist, was ich sage. Ich habe auch, der Geist war schwach. Sag ich, was ist. Na, soll der Pöbel 3 Tage später spielen, wenn ich schon fertig bin. So. Haben 4 Chars aufgespielt, haben einen Hunter, einen Warrior, einen Druiden und einen Pala. Der Warrior ist mittlerweile komplett 584. Wer weiß, von was ich rede, der weiß schon. Der Rest nicht ganz so geared, aber auch einigermaßen zusammengeared. Auf alle Fälle für M0 ready. Ja, gut, der Pala vielleicht nicht, aber es ist wurscht. Und Angeln auf 300 und alle Quests gemacht. Das habe ich auch noch nie mehr dann gemacht. Also alle Nebenquests. Ich habe nicht ein einziges Ausrufezeichen mehr auf dieser Map. Und was weiß ich, was alles für eine Scheiße. Und jetzt sitze ich halt da. Jetzt sitze ich halt da und denke mir so, Blizzard, du dämliches Arschloch. How about, mach mal die Season jetzt auf und nicht erst in 2 Wochen, Alter. Ich flippe aus. Lass mir was da. Ah! Ja, und jetzt okay, da müssen wir 2 Wochen wieder langweilig. Was soll ich machen? Doom the Dark Ages. Ich lese euch schon nebenbei. So, das war dann die letzte Woche eigentlich, ja. So bis zum Wochenende hin, letzte Woche, 5 WoW gespielt, umeinander gesandelt. Und dann war schon wieder Arbeit und jetzt sitze ich auch schon wieder da und die verdammten 4 Wochen sind echt krass schnell vergangen. Ich sage jedes Mal das Gleiche, aber das Einzige, was noch schneller vergeht wie so das ganze Jahr, das sind diese 3 bis 4 Wochen Urlaub und Sommerpause. Es ist fucking topisch, wie als hätte es nicht stattgefunden. Als hätte es nicht stattgefunden. Naja. So, Doom, The Dark Ages. (2025). Also wenn es kommt, spielen wir es auf alle Fälle. Nicht zum Spaß hängt da hinten ein Doom Eternal Poster. Das war der beste Singleplayer-Shooter, den ich wahrscheinlich jemals gespielt habe. Nirgendwo ist der Flow in einem Shooter so geil gewesen wie in Doom Eternal. Vorher nicht, nachher nicht. Nie wieder. So, was ist? Sicher spielen wir den. Außer mit der Deepfire gibt's Nudeln. Und irgendjemand anders hat noch was geschrieben zum Diablo 4 Add-on. Natürlich werde ich mir das Diablo 4 Add-on kaufen. Natürlich. Ich liebe Diablo, ist klar. Ob ich jetzt Diablo 4 so sehr liebe, kann ich momentan nicht sagen, weil ich, Schande über mein Haupt, obwohl ich habe nur Positives gehört, ich mag jetzt nicht schlecht über das Spiel reden. Seit Season 4 und jetzt ist ja gerade Season 5, hat sich sehr viel getan, sehr viel zum Positiven. Ich habe nicht recht viel Negatives gehört. Aber das Problem ist so ein bisschen, ich habe allgemein nicht recht viel über Diablo gehört. Das heißt was normal. Wenn meine Streamer und Content Creator, die ich anschaue, nicht über dieses Spiel reden, dann stimmt was nicht. Aber wenn es Add-on kommt, schaue ich wieder rein. Ich glaube nicht, dass man da, wie heißt die neue Glas, was ist das für ein neues Glas? Das ist nicht der Schamane, oder? Wie heißt denn die neue Glas?
dieses tierverbundene Voodoo-Dingens da. Es ist kein Hexer aus dem Dreier, es ist kein Schamane, nicht, glaube ich. Ich weiß nicht einmal, wie die Klasse heißt. Spiritborn, ja, dankeschön. Was, Maurer? Ja, die neue Klassen an Maurer-Tone, den mag ich nicht sprechen. Weiß ich nicht, das schaut irgendwie komisch aus. Das ist irgendwie komisch, weiß ich nicht. Aber eigentlich der Druide besser. Ja, es gibt eigentlich einen Druiden, gibt es ja schon. Das labert nie für einen Kack. Schmidbauer Mani, der gute alte Spiritborn, der Maurer. Der wirft ihn mit Ziegelstein und sein Ulti ist in der Mauer zum Sperren und lässt zusammen. Ja, heute mal. Werde spielen. Jetzt muss ich kurz mal schnell aufs Release-Datum schauen, auf in welche Zeit das fällt. Im Oktober fällt es. Ich erinnere mich. Deswegen steht es nicht so wirklich auf dem Streamplan. Und zwar am 8. Oktober kommt das daher. Es ist ja mitten im Oktober und zerstört vielleicht ein bisschen die Horrorstimmung so, wenn wir das spielen. Vielleicht gibt es da wieder eine Early Access Version, dass wir es am Wochenende vorher vielleicht schon spielen können. Vielleicht hauen wir da am Freitag-Stream eine, Freitag, Samstag. 3 Tage schaffe ich nicht, sage ich dir, was ist. Das haben wir herausgefunden, wie Diablo 4 rausgekommen ist. Sollen wir uns da vielleicht einmal einen Trailer anschauen? Damit es wenigstens einmal einen Grund hat, dass ein Stream, die letzten werden alle entmonetarisiert und kein Mensch weiß warum. YouTube hat wahrscheinlich wieder irgendwo einen Schiefling in der Ohr. Aber wenn wir uns den anschauen, dann hat es zumindest einmal einen Grund. Das sollten wir mal schnell tun. Jetzt pass auf. Diablo 4 Add-on Trailer. Nein, den schauen wir uns auf Englisch an. Deutsch stinkt. In dem Fall stinkt Deutsch wirklich. So, der Vessel of Hatred heißt es natürlich, Spiritborn Class. Interessiert mich nicht, Diablo 4 Vessel of Hatred Official Cinematic Trailer. Denn wenn Blizzard vieles nicht mehr kann, aber das können sie noch, dann Trailer rausscheißen, die richtig gut sind. Der War Within Trailer ist auch geil. Die haben immer schon geil gewesen, das kennen sie. Nach wie vor kennen sie das. So, schauen wir uns an. Musik aus, bitte lehnen Sie sich zurück. Ich lasse mich da herum, was soll ich machen? Ton an, volle Lautstärke, los geht's. Blizzard Entertainment presents. Sie ist ja am Schluss von Diablo 4 mit dem Soulstone davor. Sie? Weiß ich noch? Boy, young one, are you alright? I don't think so. Neyrelle? Oh, you're not well. Please, my child, let me help you. Stay away from me! Neyrelle! Der kriegt auch schon ein Is bisschen Gänsehaut. that how I raised you? No, Mother. Da ist der Mephisto drin. But I must carry this burden alone. I must get to Akarat's tomb. But Das ist look nicht at you. Ingame-Grafik, nein, natürlich You're nicht. killing yourself. Wobei Grafik das wenigste ist, was man kritisieren kann an Diablo 4. No, how much longer? I can... Jetzt passt dann auf, jetzt ziehst du dann die Schuhe aus, das ist so gut. I missed you so much. I'm so proud of you. Jeder, der nicht 18 ist, Now, Benedikt zum I Beispiel, need Abflug. you to give up. No. Of course it's you. You monster. Let go of me. Let go. No. You made a choice. And I warned you, little magpie. There would be consequences. No! I control the stone! The stone. You control nothing.
Maybe you're right. Maybe I could use some help. Upsi. Cheers to chum. Mene tumbis. Mene. Ja, das kennen sie. Das haben sie schon immer kennen. Und man kann ja vieles, vor allem anfangs über Diablo 4 sagen, bis zu Season 4, bis dahin kann ich dann nicht mehr ab dann kann ich nicht mehr mitschmerzen. Nicht richtig. Aber die Grafik und der Artstyle und die disgusting Scheiße und der Ekelfaktor und der Blutfaktor 10 von 10. Kann man so machen. Nimm ich. So muss Diablo ausschauen. Und bitte nicht dieselbe Pussy-Scheiße draus machen wie in World of Warcraft. Da war jeder, gerade dass die eine Tussi ohne Arm nicht nur in einem Rollstuhl drin sitzt. Mehr so jetzt nicht, weil wenn ich über ihre Hautfarbe auch noch rede, dann bin ich wahrscheinlich wieder aus dem Leben gejätet. Ja, und dann die Leute vorher jammert, wie super krass das sie ist und wie super, dass sie damit umgehen kann. Hallo, ich möchte WoW spielen! Da ist ein verdammter Ork und ein Mensch, die haben sich in Schellei! Halt die Schnauze! Mach eine Therapie oder was du tust! Was ist überhaupt mit dem Anduin los? Ich kann das Licht nicht finden! Geh halt doch dein Maul! Was ist das denn? Das heißt Warcraft und nicht... Nein, sag's nicht. Andi! Schön, servus Bier, dass du wieder da bist! Andi, schön, dass du immer noch da bist. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Fürs Addon wird Zeug aus Diablo 2 und 3 mit rein verwurstelt. Bin noch unschlüssig, ob gut oder schlecht, aber wir kriegen Runenwörter wieder. Das habe ich gelesen, das hast du sogar in Gaming-Schmerz eingeschrieben. Hab ich kurz überflogen. Sieht gut aus. World of Warcraft. Ich wollte es nicht so direkt sagen. Aber es ist teilweise schon hart an der Grenze cringy. Also wirklich hart an der Grenze, cringe as fuck. Was natürlich nichts am Gameplay ändert, interessiert mich nicht. Aber mich interessiert nur das Gameplay, scheiß Story. Who the fuck gives a shit about Story in WoW? Spielt da in irgendjemand World of Warcraft wegen der Story? Irgendwer? Oder vielleicht, alles was ich tue, ist vielleicht irgendwann einmal in einem halben Jahr, schaue ich mir 10 Minuten Zusammenfassung auf YouTube an. Und alles, was mir da dann gesagt wird, ist, ja, der Anduin hat einen nervlichen Zusammenbruch, weil er das Licht nicht finden kann. Seine armlose, schwerbehinderte Hilfe hat ihr das Handteil gehalten, ohne Arm, wie das geht, weiß ich nicht. Dann hat er das Licht gefunden und hat den Schatten vertrieben. Wow! Spitzenklasse! Friedensnobelpreise, hau rein! Das einzige MMO, das man für die Story spielt, ist Final Fantasy 14. Kann ich nicht sagen. WoW kannst du dahingehend vergessen. Ja, niemand spielt das, glaube ich, wegen der Story. Das Gameplay ist einfach immer nur smooth as fuck und macht einfach immer nur Spaß und ja. Ja, ich zock auch Dark Souls wegen der geilen Kameraführung. Der war gut, Luke. Ja, gut. Wollen wir den Doom-Trailer noch anschauen? Sollen wir den Doom-Trailer anschauen? Ja, sicherlich. Das ist ein bisschen so ein Bürger-E3. Schauen wir uns den Doom-Trailer auch noch. Doom, The Dark Ages. Die dauern ja alle nicht lang. Haben wir den schon? Habt ihr den schon mal angeschaut, weil da schon eine rote Leiste dort ist? Ich weiß es nicht. Ich schlafe auch gerne mit YouTube ein, vielleicht ist er da mit daneben gelaufen. Aber ich hab ihn auch gesehen, aber ich weiß nicht mehr wann. Schauen wir uns an! Für das haben wir gekommen. Was ist da los? So, da sind wir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Doom-Trailer. Los geht's. The Dark Ages. Und Doom ist übrigens 90% Musik. Hoffe. Ich weiß nicht mehr.
aber mal ein interessantes Setting. Nice! Leute! Viecher an der Wind festhacken! Oh! Das habe ich nicht mehr gewusst, dass man fliegen kann. Das hat man sich von Godzilla abgeschaut, das habe ich genau gesehen. Ja, das ist Instant-Kauf, Alter. Das ist einfach Instant-Kauf. Und das, was der MRC schreibt, ich wollte es gerade sagen, Soundtrack ist geil, aber der von Doom Eternal ist geiler. Soundtrack leider diesmal nicht von Mick Gordon und das hört man sofort. Bulletstorm müsste da was für die sein. Das kenne ich sogar, weiß nicht warum, das hat man nicht so taugt. Frag mich nicht warum. Aber das da, neue Mechanik, das mit dem Schädel auf alle Fälle, schaut interessant aus. Und dass man Viecher an der Wind festhacken kann, ist einfach nur lustig. Das war in Aliens vs. Predator 2 schon vor 20 Jahren lustig. Und dass man da fliegen kann, ist interessant. Und überhaupt und sowieso. Ob das gespielt wird, habe ich gefragt. Ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht! Das ist der Urvater der absoluten Zerpimmelung. Ich freue mich aber auch auf Space Marine 2, aber das schaut deutlich besser aus, als ich das am Anfang gedacht habe. Da habe ich schon auch Bock. So ist es nicht. Schaut ja schon fast wie Serious Sam geschnetzelt aus. Ja, nein, Serious Sam ist so, da kommen einfach so massenhaft Viecher auf die zu. Und in Doom ist es so, da kommen schon auch ein Haufen kleine Viecher auf die zu und immer mehr, aber halt auch ein paar spezielle Gegner, die du nicht einfach umpimmeln kannst, weil sonst stirbst du einfach. Sondern das ist immer, das hat sich in Eternal einfach so geil angefühlt, mit Flammenwerfer auf die Viecher. Wenn es brennen und du bringst das um, lassen es, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, lassen es entweder Munition oder Leben fallen. Und auf der anderen Seite, wenn es dann mit was anderem vorher, wenn du das gefinisht hast, glaube ich, also kurz vor Tod, dann blinken es, dann kannst du es finishen, reißt dann einen Schädel oder irgendwo total asoziale Scheiße halt, dann fällt Munition aus oder irgend sowas. Und dieses, erstens geht das sauschnell und zweitens dieses Zusammenspiel von Lehm, Schädel, Moon, Lehm, Schädel, Moon, Lehm. Wenn du das einmal drin hast und nur noch umeinander fliegst und springst und mit dem Grapple-Hook und das hat so viel Spaß gemacht. Das hat sich so geil und so flüssig und so nice angefühlt. Das, wie gesagt, das hängt nicht zur Gaudi da hinten, da hängen nur Spiele, die ich abgrundtief liebe. Weißt du, manche werden mich für Diablo 3 hassen, ist mir aber wurscht. Hängt nicht zur Gaudi da ein Doom Eternal Poster. Das war, da habe ich einfach auch nicht damit gerechnet, dass es so gut ist. Der Alex schreibt, Marco Polo, nein, das schaut eher nach Landau Ostblock schwader aus. Was redest du nicht schon wieder? Mit dem Schüttel jemanden Nasenbrecher. Das hat auch interessant aus. Du kannst den Motorsag im Schüttel drin und schmeißt es irgendjemand in Freiheben drin. Wie schaut es eigentlich mit deinem Spiel aus? Wingwalker, interessante Frage. Das wurde leider ad acta gelegt. Ich sag das was, Spieleentwicklung ist eine dermaßen umfangreiche Scheiße. Da müsst ihr die alles, meine Arbeit kündigen, alles liegen und stehen lassen. Und dann da ich für das relativ kleine Spiel, das ich da angefangen habe, Minimum ein Jahr brauche, bis das in Richtung fertig geht. Und es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Es hat sau viel Spaß gemacht und vielleicht habe ich irgendwann einmal eine Idee für noch ein kleines und einfaches Spiel. Und dann habe ich es in den 3-4 Monaten, wo ich da habe ich in jeder freien Sekunde nichts anderes da. Das ist noch das Nächste. Da hat sehr vieles im Real Life gelitten. Wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal, wie WoW rausgekommen ist, vor 20 Jahren. Das war nicht gut. Das war einfach nicht so gut. Square with a Gun, die maximale Psychose. Da bin ich auch gespannt drauf, wenn wir das einmal dazwischen einschirmen für ein bisschen einen Blödsinn. Ist schade natürlich, ja, ich habe mir auch gefallen, wow, geil, endlich habe ich es einmal durchgezogen, dass ich so weit bin, dass ich mein eigenes Spiel machen kann. Da träume ich schon seitdem ich ein kleines Kind bin davon.
Aber es ist krass. Deswegen bin ich mittlerweile auch ein bisschen vorsichtig, wenn vor allem kleine Teams irgendwas nicht recht sauber programmieren haben oder sonst irgendwas machen, weil ich eben meistens bei vielen Dingen jetzt nicht weiß, was dahinter steckt. Dennoch sage ich, Mr. Bethesda oder was weiß ich, was ihr eigentlich mit so Spielen wie Starfield denkt und bei so anderen Sachen, wo 3000 Leute dran arbeiten, das verstehe ich nicht. Von hinten! Da Season noch gar keinen Topf gehabt. Stimmt. Wir müssen mal eigentlich, erst wenn wir das Zeichnen anfangen, nach dem Oktober, so Anfang November, weil ich wieder mit Sicherheit einen ganzen Monat braucht für ein Jahresmerch und mir da einfach auch Zeit lassen will, dann wird der Dev-Counter zurückgesetzt. Aber noch habe ich keinen Topf gehabt. Steht eigentlich Silent Hill 2 auf dem Plan? Pitt, das hat vorher, glaube ich, schon jemand gefragt. Ich finde, dass das Silent Hill 2 Remake kein Remake ist, sondern eher ein Remaster und um ehrlich zu sein, gar nicht mal so toll ausschaut. Und ich finde auch, ich habe Silent Hill 2 damals gespielt, das habe ich sogar da oben irgendwo in einer Special Edition Pappschachtel, original für PlayStation 2. Das war mein erstes PlayStation 2 Spiel, das ich zur PlayStation 2 damals zu Weihnachten gekriegt habe, weiß ich auch noch sehr gut, weil ich Silent Hill 1 geliebt habe. Und damals war das ein richtig gutes Spiel. Aber ich glaube nicht, dass das heute 2024, fast 25 Jahre später, noch irgendwen vom Hocker hat. Glaube ich einfach nicht. Und es ist kein Remake, wie das damals Resident Evil 2 gemacht hat, was die absolute Überbombe war. Sondern ein Remaster einfach. Dasselbe gleiche Spiel, bloß mit einer aufbrezelten Grafik und ich glaube, das war's. Und ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Aber das neue Silent Hill, da kommt ja nur, wie heißt denn das neue Silent Hill Red oder irgend sowas, das ein ganz nice Silent Hill wird und so ein bisschen ein Reboot einleitet, das werden wir uns sehr wohl anschauen. Das schauen wir uns natürlich an, aber da weiß auch noch keiner, wann das kommt. Kostet es eigentlich Ende des Jahres, das glaube ich, weiß ich noch. Mr. Mie, was da los? Habe die Ehre, Chef, schön, dich wieder zu sehen. Habe die Ehre, merci, dass du noch dabei bist und Dankeschön für deine 27 Monate. Bin dann auch mal wieder da. Hashtag Hausumbausquad. Aubetzwack wird renoviert. Großer Spaß. Ich habe erst 4 Monate Höllenqual mit der Kich hinter mir. Mag ich gar nicht wissen, dass du das ganze Haus renovierst. Hör mir auf, du, hör mir auf. Der Karöttchen, Mann! Habe die Blähungen. Das ist gut. Lass er gut gehen. Lass alles raus. Der Schnalleck schreibt, Topf beim Blätschmerz war ein Arsch mal nie. Ja, das stimmt. Das war dann der letzte Topf überhaupt. Gehst das Jahr noch auf Konzerte oder so? Julia, ich war schon lang, das ist mal so, das erste, ich war schon lang überhaupt auf keinem Konzert mehr, weil es mir einfach auch nicht mehr so stickt wie früher. Und ich meiner Meinung nach alles gesehen habe, was ich sehen wollte in meinem Leben. Es gibt nur ganz wenig Bands, die mich noch mal aus dem Bunker rausholen taten, glaube ich. Das war Rage Against the Machine, System of a Down, Tool vielleicht. Und dann fängt es schon an zum Ausbeißen. Muss ich ganz ehrlich sagen. AC/DC taugt mir zum Beispiel überhaupt nicht. Das ist so ein richtiger Altherren oder Far West. Deswegen hat er es geschrieben wahrscheinlich. Ich versuche das mal ein bisschen weniger drüber zum Schimpfen, weil sonst haben wir wieder alteingesessene Leute, die meinen, sie haben super Rocker, wenn sie AC/DC hören und so. Ich finde es einfach Altmänner-Rock, den ich nicht mehr hören kann, wo sich jetzt gleich hören. Das ist halt einfach so was sein. Das ist wie heißt der Kermit-Sänger? Scheiße, wie heißt die Band? Ich vergiss jedes Mal. Richtig groß. Ja, scheiße, das war Motorhead. Das ist die nächste Band, zu der ich nichts sagen kann. Sagen darf, weil sonst hassen mich noch mehr. Jetzt Lied, wir haben ja schon mal herausgefunden, jetzt Lied von Motorhead geht ungefähr so. Das ist für mich die Quintessenz aus Motorhead. Vollbeat! Absolut richtig. Das heißt aber, der hätte ja jetzt Lied gleich noch. Es ist ein gutes Lied, versteht mich nicht falsch. Auch AC/DC ist ein langes gutes Lied, aber ich bin noch nie hergegangen und habe gesagt, boah, geil, jetzt her in meinem AC/DC. Oder boah, geil, jetzt her in meinem Vollbeat. Nein. System of a Down, Tool einfach Beste. Der Herr Bauer hat eine Ahnung. Ja, der hat eine Ahnung, der Typ. Bloß System of a Down wird es halt so wahrscheinlich nicht mehr geben. Tool kann nur auf Tour gehen, könnte passieren. Weiß ich nicht.
Ich war im Juli bei Rammstein, fand ich super geil. Ich konnte mit Rammstein auch nicht viel anfangen, aber ich würde die Bühnenshow gerne mal noch sehen. Die kann man vielleicht noch mal dazu tun. Aber ich bin jetzt kein so ein krasser Rammstein-Fan, dass ich da dann was weiß ich für 100 € auf den Tisch lege, dass ich mir die live anschaue. Jetzt kommt wahrscheinlich dann, ja, die Bühnenshow ist wert. Also, ja, stimmt, mit Sicherheit. Ist richtig. Aber ist mir dann auch nicht wert. Da schaue ich mir dann ein Video und sage, ja, nice. Lucky, das habe ich versammelt, haben gerade einen Wildunfall gehabt. Ein Dachs, RIP von sie. Ein Dachs. Ich habe ihn echt noch nie einen Dachs gesehen, glaube ich. Solange eigentlich nichts feiert, so ist sie gut. Lucky, merci wieder ein Resub. Wager, merci wieder ein Resub. Christoph, welcome to the Squaddle. Kussel auf das Nussel. Black Creeper, merci. Karöttchenbauer, merci. Michel von hinten, Timmy und John spielt. Wen habe ich noch alles übersehen? Der schwarze Kadaver, merci für den Zwiegel 50, Joke Brother, merci für den 5er, Wolf Burrito, merci für deine Mitgliedschaft. Ich hoffe, du bist noch da, vor 37 Minuten war das schon wieder. Es ist bitte was? Wie spät? Was haben wir mit da, Alter? Visa, merci dir, David, merci dir, Brezensalz, Stefan, Joke Brother, Rest, merci dir. Electric Callboy macht Spaß. Ja, das stimmt. Da bin ich durch, auf die Chemie. Auf die komme ich immer wieder mal, wenn sie was Neues machen. Ich finde, die machen coole Videos. Und ich finde die Kollabo mit Baby Metal ganz lustig. Finde ich einfach geil irgendwie. Hat was. Dass man da noch nicht früher draufgekommen ist, das verstehe ich nicht. Da darf ich mir sogar fast wünschen, die machen ein ganzes Album miteinander. Weil das richtig geile Scheiße ist eigentlich. Kollege war am Onkelskonzert in Berlin, ja, hat gemeint, dass die braune Fraktion massiv stark vertreten war. Ja, das heißt ja schon immer, dass die Onkels sehr rechts und so angehaucht waren. Alle, die Onkels mit verteidigen, das ist doch mir scheißegal, ganz ehrlich. Ja, das ist mir scheißegal. Außerdem ist 2024 sowieso alles Riesen. Mir wundert es, dass sie noch nicht verboten sind. Herr Zalmer! Bin passiv dabei seit Doom. Also ungefähr seit 4,5 Jahren. Ich glaube, Doom Eternal war so 2020. Ja, zur Corona-Zeit war das, glaube ich. Ja, zur Corona-Zeit war das. Ja, leck mich am Arsch, da ist der Kanal und der Stream und alles steil gegangen. 1,5, 2 Jahre lang. Leck mich am Sack, du. Holy shit, Corona ist das Beste, was jemals passiert ist. So frei, wie es ist. Baby Metal Live ist echt wild. Glaube ich sehr gern. Die Zeit vergeht wie im Flug. Herr Melanie, hätte ich fast gesagt. Melanie, da hast du absolut recht. Julia schreibt, kleine Band, die ich unbedingt noch sehen möchte, Alpha Metal. Kenne ich nicht. Alexander Markus, ja, unbedingt. Spezi-Wirtschaft geht schon gewaltig ab. Ja, mir nicht. Nein, ich sag's freiwillig, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet. Jetzt nach 4 Wochen kann man ja noch mal drüber schmerzen, nach der Pause. Ich hab keinerlei, auch nur eine Sekunde drüber nachdenkt, ob wir diesen Podcast noch mal weitermachen. Und das sagt mir eigentlich alles. Wir haben 50 Folgen gemacht, es war am Schluss auch sehr einfach gefühlt immer das Gleiche. Und irgendwann hat es mich zu Tode gelangweilt und dann habe ich einfach auch nicht mehr wollen. Und das sitzt immer noch. Ich habe gar keinen Bock auf irgendeinen Podcast. Das ist ein Podcast gerade. Ja? Mit mir und meiner Community und aus. Das mag ich natürlich schon, aber das machen wir auch nicht oft. Ja? Blade-Schmerz gibt es jetzt dann erstmal sehr lange gar nicht mehr. Also nach dem Stream oder immer mal 10 Minuten, Viertelstunde. Bin da seit dem Landi 19. Holy shit, das war das erste Mal Landi. Das war eigentlich auch witzig. Wie wäre es mit einem Bürgerkonzert? Herr Jones? Das habe ich auch schon ein paar Mal, mit guter Musik habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Habe ich auch momentan nicht vor. Vielleicht packt mir der Rapper irgendwann einmal, dann kann es schon passieren, wenn man langweilig ist. Ich werde immer noch die absolut unterirdische, unter der Gürtellinie asoziale Porno-Rap auf Porisch machen. Immer noch, weil ich ich bin damals mit Agro Berlin, Cool Savage, Taktlos und Frauenarzt etc. aufgewachsen und ich habe es gefeiert und ich liebe es eigentlich bis heute. Und das gerne mal auf Porisch machen, weil das zumindest noch keiner so richtig gemacht hat, finde ich. So richtig asozial. Aber das, glaube ich, funktioniert. Dann heißt es halt wieder, die Frauen verachten und Ding. Alter, es ist ein Witz einfach. Es ist Rumgepose von einem Volltrottel. Wer sich da angesprochen fühlt, ist eigentlich nur ein vergressener Volltrottel wie. Nein, sag's nicht. Günter Rüb schreibt, Subnautica ist doch auch ein zweiter Teil rausgekommen, oder? Ja, das stimmt, aber der ist bei weitem nicht so gut angekommen wie der erste Teil. Ein richtiger Blätschmanz ist nur, wenn er am Freitag um 14 Uhr ist. Da brauche ich nicht mehr schreiben, wer das geschrieben hat, das war der Stefan. Herr Zalmer, mir ist wieder Zügel 50, bin passiv dabei, seit das habe ich noch gelesen.
Meinst du, dass Evil Hunt Showdown was für die war? Ich hab Hunt Showdown, ich hab das auch ein bisschen gespielt, aber ich hab mir nach Warzone, also Call of Duty Warzone, pass auf, wann, ich glaube, wir hatten das zweite Weltkriegsding da geheißen vor 2 oder 3 Jahren, Vengeance, glaube ich. Und dann dieser Umschwung auf die, wir haben sehr viel Warzone gespielt, also das erste Verdansk und so weiter war unfassbar geil. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber dann ist das Spiel immer größer und größer und größer, Mann. Wir kommen jetzt da auf Warzone, wenn du mit Hunt Showdown kommst, aber das soll ja geil. Und dann haben wir auch eben angefangen parallel mit Hunt Showdown und so weiter und mit Escape from Tarkov und die Extraction-Shooter halt einfach. Und Battle Royales und so. Und die Spiele sind immer größer geworden und die Spiele haben ein Problem. Nämlich, je größer das sie werden, desto mehr Cheater rennen umeinander. Und ich habe die Schnauze einfach voll. Da fange ich zum Ausrasten an, du hast überhaupt keine Vorstellung. Und das macht auch keinen Spaß mehr. Das ist richtig, da bleibt mir das Herz stehen irgendwann. Und du kannst dir nie wieder sicher sein, ob dein Kill, den du gerade kassiert hast und gestorben bist, legit war oder nicht. Egal, ob er legit war oder nicht. Kannst du nie wieder sicher sein. Und darum habe ich mir nach der Verdansk-Warzone-Scheiße geschworen, ich klang nie wieder einen Online-Competitive-Shooter an. Nie wieder. Nie mehr wieder. Der Guckerl schreibt, doch, der Biber macht bayerischen Rap. Ja. Es gibt mehrere Leute, die bayerischen Rap machen. Da haben wir zum Beispiel auch noch Dicht und Verzweifelnd und ein Bibo und dann haben wir noch wie heißt denn die anderen zwei gleich wieder? Bin jetzt komplett blöd mit Bauern und so weiter. Los Brutalos und ein Monaco F und ein Liquid und so weiter und so. Da gibt es mehrere. Ob ich mich da jetzt dazu zählen darf, eher nicht. Mit meinen 5 Hans Wurstenlieder da darf ich mich, das ist ein bisschen schwierig, mich da dazu zu zählen. Aber der Dream macht keinen bayerischen Rap. Das ist kein bayerischer Rap. Seiler und Speer ist auch kein bayerischer Rap. Der bayerische Muse. Ob ich mich da jetzt dazu zähle oder nicht, oder dazu zählen darf oder nicht, ich glaube, von mir aus gesehen eher nicht. Aber keiner von denen macht so einen richtig asozialen Porno-Rap wie damals. Niemand. Keiner von denen. Fichtenkartell gibt's auch noch, ja, aber die haben genau ein Album gemacht und dann nie wieder was. Ich finde, die haben so auf der gleichen Stufen wie ich. Ob die da mitschmerzen dürfen oder nicht, weiß ich nicht, ob man sich da dazu, aber die anderen sind alle nur aktiv. Ich bin auch nicht mehr aktiv. Was heißt, ich war nie richtig aktiv. Ich habe einfach meine Lieder da gemacht und gesagt, oh, schau es da, erst da, findest du es gut, findest du nicht gut, mir scheißegal. Und abgesehen davon ist Seiler und Speer Österreichs, richtig, genauso wie das Skero. Das ist einer von Textau, wenn mich nicht alles täuscht. Blau-weiße Karos vor Bayern-Hymne. Bloß weil ich ein One-Hit-Wonder ausgeschissen habe, weiß ich nicht, glaube ich, habe ich nicht das Recht, mich da der bayerischen Rap-Szene irgendwie anzubieten. Ich glaube nicht. Menas Moos, Blogs, nicht bayerisch. Was? Menas Moos ist einfach bloß kaputt. Geht halt nicht mehr so, die Leute verstehen keinen Spaß mehr. Und das klar, aber das ist das, was mich auch juckt, warum ich so gern dort hat. Das ist ja das, was mich so stickt, warum ich so gern dort hat. Und in diesen unterirdisch, also wirklich für den letzten Vollidioten deutlich erkennbar, dass das nicht ernst gemeint ist, unterschwellig dann diese Vogue-Spasten und was weiß ich, was alles auch noch absagen. So richtig asozial unter der Gürtellinie, wo jeder normale Mensch das hebt, einen Kopf beidelt oder sagt, Alter, was hat er gerade gesagt? Ich weiß nicht, gerade hat es mich sticken. Herr Zalber! C-Fix! Voll scheiße, ja, ich weiß schon, keinen goldenen Rahmen. Ja! Wenn du selber weißt, warum sagst du es dann? Christoph, merci dir, Kuss auf die Nuss, es ist zu viel und du weißt es. Dankeschön. Richman, merci für den Resub. Edlermeister Birger, eure Studiobeleuchtung scheint mir recht vorteilhaft gewählt, ob euer stolzen weißen Mähne. Grüß. Die ist überhaupt nicht weiß. Da sagst du selber, dass die eigentlich dunkelbraun ist. Natürlich habe ich ein paar graue Haare, aber nicht so, wie es da ausschaut. Also ich bin traurig. Egal. So herrlich politisch ungeil, also richtig asozial einfach. Bastikö, Beatfabrik, Prinz Porno. Wir haben schon ein paar Leute mit Ahnung da herin, so ist es nicht. Die Aufmerksamkeit wäre dir gewiss. Die Frage ist, ob es es wert ist.
Ich hätte einmal was von Charlie Bavaria, den kenne ich, aber der taugt mir nicht. Ich finde, der hat weder Flow noch trifft er einen Takt noch. Ich mag da jetzt nicht wieder irgendwelche Fäden auf, aber das gefällt mir einfach nicht. Das ist eine ganz Furcht. Finde ich einfach, ich meine, Geschmäcker sind verschieden, das ist ja klar. Ich mag da jetzt keinen Stress anfangen oder sonst irgendwas, falls ein Herr Charlie Bavaria das jetzt mitkriegt. Aber ich finde seine Sachen einfach nicht gut. Gefällt mir nicht. Ich finde, der ist massiv offbeat und ganz ein seltsamer Flow und ganz, was auch nicht. Und redet so übermotiviert und so. Nein, das gefällt mir nicht. Na. So, ich bin besoffen, Tagesziel erreicht, gute Nacht. Mr. Cinnamon, hauen Sie sich hinein, gute Nacht. Kasperl. Heischneider ist ein Bärig. Wir kennen so ganz, Luis. Was ist mit dir besoffen? Leicht graues Haar, Mr. Birger. Natürlich bin ich grau. Ich bin jetzt 27 plus. Hör ich da Beef? Gleich mal Distrack bei Agro Bavaria holen. Bin dann mal raus, gute Nacht und noch benehmen im Chat. Wölfchen, ich wünsche eine gute Nacht, hauen Sie sich rein. Ich sitze allein in meinem Zimmer und mein Körper ist voll verschwitzt. 2024 ist jeder so Depri und alle haben sich geritzt. In den Arm. Emo-Zeiten sind vorbei. Fällt mir leider nichts mehr dazu ein. Freestyle Bitch. Stuhl schwul cool. So. Ich glaube, ich kaufe mir nur eine halbe. Wo kaufst du denn die um Viertel nach 10? Was soll mir jetzt denn? Ich glaube, wir gehen jetzt ins Bett. Freunde der Sonne. War nicht böse gemeint mit der weißen Mähne. Um Gottes Willen. Ich weiß, dass ihr eine weiße Mähne habt. Aber die Kamera ist aber auch völlig im Arsch. Rauscht wie Scheiße, zumindest soweit ich das da beurteilen kann. Sobald ich irgendwie so macht, wird es heller, dunkler, keine Ahnung. Ich will den Greenscreen nicht da, aber kannst die Scheiße da in der Pfeife reißen. Bin richtig gespannt, wie Star Wars Outlaws ist. Hab mir extra eine neue Xbox bestellt. Mr. Bremerhaven, ich sag das jetzt, wie es ist. Ich glaube, die hättest du sparen sehen. Kennst Fichtenkartell? Ja, natürlich kenne ich die. Coco Jack, Digger Mines und Werratskunden der A-Down sind Ösi-Rappern. Coco Jack, den kenne ich. Mit dem habe ich im Schlachthof in Österreich gespielt. 2016. Ja, live vor Publikum. Mit dem Coco Jack. Der Coco Jack ist aber so ein arrogantes Arschloch, der meint, was er nicht ist, dass er weder mit einem schmatzt, noch irgendwie Habitäre sagt, noch irgendwas. Darum denke ich vom Coco Jack, was bist du, wer zur Hölle glaubst du, dass du eigentlich bist, du Trottel? Du Schwanz, es ist viel nach 10, ich schleiche mir jetzt gut Nacht, aber du am Mittwoch kriegst meinen Lohn, sie Kasperl. Shoutout, nix da, Schluss, niemand spendet mir hier seinen Lohn aus dem Vorschlag. Julia schreibt, Best Pass Group, muss morgen wieder zur Arbeit raus, habe dritt gute Nachmittag. Ich fürchte, so geht es uns wahrscheinlich fast allen. Was hältst du von Fichtenkartell? Hat auch einen sehr eigenen Ding, hat ein, zwei gute Lieder, finde das ganze Album an sich ist mir zu eintönig, aber die ein, zwei Lieder haben ganz geil. Habe ich überlegt, ob ich die mal frage, kann man da was machen? Ob ich da mal frage. Habe ich mir gedacht. Aber da ich nicht gern mit anderen Leuten zusammenarbeite, und ja, da schmerzt ich gar nicht mehr. Muss ich mir eigentlich schauen, dass ich wegen einem bayerischen Idioten-Seppen auf die gekommen bin? Eigentlich nicht. Du hast kennst die Szene in Asterix erobert Rom, wo er herausfinden muss, weiches Handtuch, hartes Handtuch, wähle weise. Sie haben richtig gewählt. Gut, gell. Falls du bei jemandem mal noch schreiben darfst, kannst du mit drunter schreiben, ein Bürger da eigentlich interessieren, was aus dieser Du Hinterwäldler-Geschichte geworden ist und warum ich versuche leider zu erklären, wenn man sein Leberkäse isst. Was denn eigentlich geworden die letzten 3-4 Jahre draus? Weiß ich nicht. Und ob es immer noch funktioniert, da hat mich eintritt. Gut, Nachdenk! Ich zock noch wegen Diablo. Franzen, hauen Sie sich hinein. Ich wünsche guten Loot. War schon geil, so ein Featuring. Ist lang her. Und mir stickt Musi momentan halt eine Zeit lang schon gar nicht. So wirklich. Die Art von Musi, die ich mache, mehr auf Bayerisch noch oder immer gern gemacht hätte, das ist leider nicht mehr möglich, weil gewisse Kontakte und Freundschaften auseinandergegangen sind und damit ist also ein bisschen das Musikthema gestorben. Das ist sehr schade drum, aber es ist halt nun mal so. Nikos! Hey Alter, schön, dass du wieder da bist. Schönen Grüß aus dem Nachschau-Squad. Nikos, ich wünsche, fühlen Sie sich vom Vergangenheitsbürger gegrüßt. Dankeschön für den 5er-Kuss auf die Nuss. Herr Donner. Bett, ich bin gerade aus der Vorschule gekommen. Was ist denn um 10 Uhr auf der Vorschule? Bist du besoffen? Oder arbeitest du da? Das weiß man nicht. Aber da muss man wieder in den Schlachthof kommen. Wös, Alter. Da hat mich noch keiner kennt, so geil. Da hab ich vorher gefühlt, nein, nicht gefühlt, wirklich, ich glaube vorher 5 volle Bierbingern gespielt. Noch nicht einmal auf einer Bühne, weil sie uns ausgetan haben. Weil sie gesagt haben, so, ja, da ist irgendwas kaputt. Naja.
Außerdem habe ich gar nicht fake nur Lieder, damit ich da eine Stunde überhaupt voll kriege. Ich meine, ich kann euch zwischen jedem Lied kann ich euch eine Viertelstunde voll labern mit irgendeiner Scheiße. Ja, das da geh. Aber naja. So! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Dies war der alljährliche Same Shit Different Year Stream nach der Sommerpause. Feels good to be back. Ich hoffe, Sie freuen sich auch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die ganze, ist es jetzt mal das Gleiche, für die absolute Donation und Resub-Eskalation. Vielen herzlichen Dank. Ganz großes Dankeschön natürlich an alle Mitglieder, die mir über diesen Monat die Stange gehalten haben. So. Und immer noch da sind. Ein herzliches Willkommen an alle, die heute neu dazugekommen sind und an alle Dankeschön, die geresubbt haben und wieder dabei waren. Danke an die ganzen Donations. Danke fürs Erscheinen. Küsschen auf das Nüsschen. Wir singen uns am Micker mit dem guten Supermarket Simulator im Multiplayer. Wie das genau läuft, das schauen wir bis dahin dann schon an und erkläre es euch dann im Stream. Wer reinkommt in den Server, wenn man da einen Server selber aufmacht oder das Spiel hostet, der malt zuerst. Ich erwarte, ihr erscheinen am Micker zahlreich. So sieht's aus. Wird sicher lustig. Und ja, dann hoffe ich, hatten Sie eine gute Zeit. Es ist schön, wieder da zu sein. Es freut mich sehr, dass alle noch da sind. Singen wir uns am Micker, würde ich sagen. Und dann starten wir mir straight hinein in die Season 8. Und da wird nur eine eskaliert. Die nächsten Wochen und Monate werden richtig geil. Die werden richtig fake gut spielen. Was ich mich ganz besonders gefreut ist, glaube ich, ich hoffe, dass sie sich nicht so zirkt. Hoffe, ist God of War Ragnarök. Da habe ich Bock. Das werden sie zwar dann ziehen in unseren Streams bis wahrscheinlich Februar, weil das Ding 30 Stunden dauert und wir nur am Freitag spielen. Aber das ist ja wurscht. Völlig wurscht. Völlig wurscht. Hauptsache wir haben am Wochenende Content zum Einscheißen. Ja, mehr gibt es schon nicht zum Song, da die Song. Wo haben die 2,5 Stunden zu? Das weiß kein Mensch nicht. Vielen Dank für alles. Ich ziehe meinen imaginären Hut in der neuen Saison vor Ihnen. Es ist mir stets eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen, obwohl ich nicht recht viel gemacht habe, dass ich irgendeine Scheiße in die Kamera glaube und beim letzten Mal ja, aber ab Micker geht es wieder zu wie im Hafenstadt, das sagt er ich. Wir sehen uns am Micker um 20 Uhr, hauen Sie sich hinein. Ich muss mich jetzt umziehen, weil ich alles voll geschwitzt habe und in einer Sauce sitze, das nur noch asozial ist. Nur noch asozial. Und ich bin immer noch dafür, da haben wir mir am Mittwoch ja einen Supermarket Simulator spielen, der Burning Crusade, absolut recht. Wir schließen den ersten Stream in der neuen Season folgendermaßen ab. Erst einmal ganz klassisch damit Merci! Und Hobby! Oh, das war ein richtig guter Tröd. Der Abschlusströd im ersten Stream in der neuen Season, der ist immer wichtig. Der ist immer fucking wichtig. Und wir schließen mal ab mit, indem dass wir alle in den Chat hinein spammen, deswegen bleibe ich ja noch extra Minuten länger da, mit Hashtag Brot! Und los, ich trinke dabei. Der Donner war der Erste, der hat fast gar keine Verzögerung. Creeper, Sebian, The Far. Ich möchte nichts anderes mehr lesen, außer Brot! Was soll denn das eigentlich? Hey, wehe, in dem neuen Supermarket Simulator gibt es kein Brot! Dann bin ich maßlos enttäuscht und mein Tag ist ruiniert und dann mache ich einfach einen Server zu und lösche Spray. Ihr Vollidioten. Es ist wie im Horror Oktober mit euch. Das ist eine ähnliche Hassliebe. Manchmal denke ich immer, oder habe ich mir zumindest vor der Sommerpause gedacht, oh Gott, ich habe keinen Bock auf Streamen. Ja, oder warten lauter Vollidioten. Ja, geil, machen wir trotzdem, ist egal. So, das war's. Freunde der Sonne, schön wieder da zu sein. Schön, dass ihr nur alle da seid und jetzt schleichen wir uns. Vielen Dank für die ganze Eskalation heute und wir jedes Mal und danke für alles. Wir singen uns am Micker um 20 Uhr. Hauen Sie sich hinein. Habe Brot! Und jetzt schleicht sein Kruzifix nochmal. Ganz sauber Satz, nicht, so schaut's aus. Hoppala, aus dem Kuppel aus der Taschen. Tschüss dann.